Ciao zusammen, herzlich willkommen zum Metal Servola. Heute ist nicht nur die Musik, die wir darüber reden hässig, sondern auch ich, Gottverdammt. Yes, wir sind hässig. Also eigentlich nicht, einfach böse Anschiss, weil die Podcast schauen, sehen es. Meine rechte sollte ich nicht, hä? Meine rechte Hand ist in einer Schiene, bin mit dem Bike auf die Schnur gefallen. Mhm. Es ist zu kompliziert, um es zu erklären. Ich habe keine Lust drauf, ich kann meine Hand nicht brauchen bis Ende Oktober. Ja. Was mich verfickt nochmal anschießt. Das ist blöd. Nichts machen, nicht Bass spielen, nicht Gitarre spielen, nicht biken, nicht... Ich kann nicht mal wichsen, Alter. Nichts kannst. Aber willkommen zum Metal Servola. Aus der Region, für die Region. Hoffentlich dein neuer Lieblingspodcast für Metal aus der Region. Wir sind da mit einem sehr hässigen Bella. Ich bin schon den ganzen Tag so drauf, keine Angst. Ja, aber das ist... Ich lasse jetzt einfach an euch aus. Aber es ist nicht wundern, bin ich zu hoch gestellt oder bist du zu tief gestellt? Brudi, du bist einfach grösser wie ich, das ist. Nein, ich glaube, das ist besser. Alright. Ja, wir sind da wieder mal zu zweit, machen wieder mal einen Ranty-Rant-Podcast heute. Endlich können wir wieder mal die Schnurren aufreißen. Endlich können wir wieder mal mansplainen. Ja, endlich genau. müssen wir nicht auf irgendjemanden hören, der uns die Sachen erklären will. Endlich können wir da mal wieder Scheissdreck erzählen. Ja, jetzt haben wir zweimal nacheinander Gast gehabt. Sehr cool gewesen. Ja, schon. Ja, weil bis jetzt haben wir 7 Gäste gehabt im Podcast. Das ist unsere 24. Folge. Ja, ist cool. Bald haben wir ein Jahr geschafft mit dem Podcast. Hey, wann ist der erste rausgekommen? Ich glaube 22. November oder so, ungefähr. Stimmt, weil es ist nach meiner Ferien letztes Jahr und es war nicht mehr Oktober. Genau. Gewesen. Also ich glaube, das Jahr schaffen wir noch bis 26 oder so. Also bis November. Brudi, bis 26. Ich glaube, bis Ende Dezember haben wir sicher 30 schon geknackt im Fall. Ja. Also let's go, man. Wir kommen, Brian und Josh, wir kommen. Wie heisst es? Quantität vor Qualität. Ja, aber die Jungs sind schon, glaube ich, fast 50. Haben sie 50 Folgen schon? Nein, aber sie haben 40, kann ich gemeint. Ja, ich meine, schau sie schnell sind nach. bald bei 50 im Fall. Ist schon krass. Brian und Josh. Ja, aber sie sind ja auch schon... Machen das erst ein Zeitchen. Und wir warten, dass mehr Leute neue Podcasts anfangen. Also mach jetzt mal. Bis jetzt es hat ein paar coole Podcasts, aber das könnte schon mehr in den Sinne geben. Jetzt haben wir ja Metal Servola, wir haben Berblas Was, wir haben die Extreme Music Switzerland Boys mit IMS Media Mayhem. Und sonst gibt es sicher noch andere Podcasts, die ich noch nicht gehört habe. Aber IMS Media Mayhem könnte eben theoretisch gesehen auch, abgesehen davon, dass sie... Okay. Ja, mach bitte. ich bin gerade... Ja, jetzt... Hi! So, also. So war es genau vorher schon. Aber ist ja gleich. Also für alle, die es jetzt nicht mitbekommen, der Ricky hat an meinem Mikrofon rumgefingert. So sehen wir mehr Und mich einfach wieder mal angelangt, ohne mich zu fragen. So. Sie sind bei der Episode 48. Fucking hell. Nur noch 2 und 57. Und coole Podcast-Folge mit den Jungs von Comaniac. Ja, warte, was soll ich jetzt sagen? Ich kann etwas sagen wegen EMS. Ah ja, EMS, Extreme Music Switzerland. Yes. Die kannst du theoretisch gesehen ja auch hören, wenn du nicht Metal machst. Eigentlich nicht. Also wenn du allgemeine Marketing-Skills frischen oder lernen, ist super. Ja, wenn du Hip-Hop machst, kannst du das brauchen. Halt einfach. Zuerst dann halt vielleicht... Gut, wobei alle Hip-Hopper heutzutage haben Black Metal Band-Logos. Ja. Also kommt es auch nicht Ja, drauf. stimmt. Auch wenn du einen Blumenladen hättest, könntest du auch die Skills nutzen, um das Marketing zu verbessern. Es stimmt schon, weil eigentlich alles, was sie erzählen, ist Marketing-Basics. Ja, und ist sick. Das kannst du für alles anwenden. Ist Jetzt so gut. Weil wenn du einen Blumenladen hast, das ist wie unser Homie, der Kamera-Homie Nico. Er hat sich letztens darüber aufgeregt, dass er Werbung von so einem grünen Politiker bekommen hat. Und er hat mir nicht geglaubt, dass er halt irgendwie einfach in die Zielgruppen hineingeht. Dann hat er das Gefühl gehabt, aber wieso macht er Werbung bei mir? Weil das schadet ja nur. Ich komme ja nicht einmal aus Zürich, ich kann ja nicht mal wählen. Ich muss jetzt klar auswählen. Ich so, ja, aber das ist halt Social Media funktioniert. Er hat es mir einfach nicht glauben, dass das Sinn macht. Dann habe ich ihm zuerst mal erklären, dass quasi er sollte EMS hören. Dann habe ich ihm erklären, dass er quasi die Werbung bekommen hat, weil er in die Zielgruppe von den Politikern hineingeht hat. Und dann hat er das Gefühl gehabt, ja, aber wieso denn ich? Du musst doch nicht Werbung machen bei den Leuten, die schon denken wie du. Ich so, ja, moll, weil das sind die für dich stimmen. Wenn du ja quasi jetzt als grüner Politiker einfach quasi nur bei SVP, Hardcore SVP Leute gehst Social Media Werbung machen, dann hast du einfach Geld verschwendet, weil die stimmen innen für dich. Von dem her, wenn du deinen Blumenladen promoten willst, und mehr Zielgruppenanalyse willst du lernen. Wenn du deinen Blumenladen promoten willst, solltest du den Black Dahlia Murder nennen. Absolut. So, du solltest, weißt du, was machen? Du solltest einen schwarz angemalten Blumenladen haben. Ein Gothic-Laden, mit einer Gruppe Raben drin. Oder Kreien. Ja. Was heisst auf Englisch Murder? Kreien, glaube ich. Eins von beiden. Nein, Murder? Eine Gruppe Raben oder eine Gruppe Kreien auf Englisch heisst Murder. Aber Murder ist ja Mord. Ja, aber es heisst so. Eine Gruppe... Wirklich? Eine Gruppe Kreien, also mehr als 3 Kreien oder mehr als 3 Raben, ich weiß es nicht, heisst
a murder. Ist nicht a gang oder a flock, ist a murder Das of ist fucking lustig. ravens. Also wenn das stimmt, dann Das stimmt. fucking sick. Das ist wie eine Schule. Eine Delfingruppe sind ja Schulen. Alright. Ah ja, stimmt, ja. The more you know. School of Fish, das stimmt. Metal-Biologie. Metalbiologie, Alter. Super. Ja, aber heute erzählen wir mal, was haben wir überhaupt im letzten Monat gemacht? Weil wenn wir Gäste haben bei uns, dann wollen wir uns natürlich fokussieren auf die Leute, die da kommen und ihre Geschichten erzählen und alles Mögliche rundum. Und ja, was hast du jetzt gemacht im letzten Monat, und halb oder so? Abgesehen davon, dass ich auf die Schnurre gefallen bin. Ja, voll. Ich bin mit dem Mike von Anthem for a Dying Day noch Mountainbike-Rennen gefahren. Mhm. Ja, er ist dann krank geworden, dann sind wir das Rennen nicht gefahren, sondern nur das Training. Schade gewesen. Taylor Swift Racing. Taylor Swift Factory Krankteam. Yes, Taylor Swift Factory Racing. Let's go. Ja, und wir haben dann gedacht, we're doing it for the power of friendship. Darum habe ich gesagt, ich fahre das Rennen nicht, wenn er krank ist. Dann gehen wir lieber heim. Ja. Aber irgendwie, ja, ist ein bisschen schade gewesen. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann Vicious Rain schauen. Das haben wir gemacht, ja. Das war nice gewesen. Das war sehr cool gewesen. Ja. Sehr nice gewesen. Ja, es war geil gewesen. Haben wir nicht bei irgendeiner Band, irgendeine Band hat einen Song gehabt, der recht ähnlich klingt wie ein Vicious Rain Song. Ich weiß noch nicht mehr. Ich glaube, es ist die zweite zweite Band. Skywalker. Skywalker. Ja, die haben bei meinem Song die gleiche Chorus-Melodie gehabt und ich sage, ja, sie haben es von Vicious Rain geklaut. Ganz sicher haben sie es von Vicious Rain geklaut. Sicher nicht umgekehrt. Fix. Dann, ja, das ist geil. Das ist ein gutes Konzert gewesen. Ich habe es jetzt nicht besser gefunden, also doch schon, also nicht, wir sind besser gefunden wie das erste Konzert, das ich gesehen habe, aber es hat alles ein bisschen souveräner gewirkt. Ich glaube, weniger nervös gewesen. Gut, ich habe die auch dort zum ersten Mal geschaut. Du hast die eben schon bei 21 gesehen. Ja, der ich eben noch nicht. Cancel, Alter. Ja? Ah, das war Cancel gewesen. Also Cancel war Vorband gewesen. Die erste Band, der, wo Cancel kurz... Dort hast du das T-Shirt geholt. Ja, dort habe ich mir das Cancel-Shirt. Schon ein geiles Shirt. Schon ein geiles Shirt. Ja. Nein, aber eben, und ich habe mich jetzt ein neues Vicious Rain Shirt geholt, der mit der Black Metal Schrift. Das ist einfach... Das ist geil, ich liebe T-Shirt. Und nein, es ist also ich habe es geil gefunden. Cool, dass weil online haben sie ja glaube nur 2 Songs. Ja. Also ich kann endlich mal ein bisschen mehr hören und ich bin sehr gespannt, auf was kommt. Also die Jungs geben voll Gas und ich fühle es mega. Von dem her Kudos Boys weiter so. Ich bin sehr gespannt, was von uns zukommt. Ja, das war es. Dann Port of Call und Another Approach. Ist auch noch gewesen? Bist du der gewesen? Nein, da bin ich nicht gewesen. Ich weiß nicht, was ich dort kann. Irgendetwas anderes. Also ich weiß es auch nicht, weil das ist wieder mal ein Abend, wo wir einfach saufen im Ebri. Ja, das passiert, wenn im Ebri ein Konzert gibt. Ja, Port of Call war geil gewesen. Dort haben sie quasi eine Show mit 2 Sängern, weil ihr Altsänger geht. Ich weiß nicht, wo hier geht, der geht auf jeden Fall. Ja. Aus der Schweiz raus. Und der neue Sänger, der Kevin, den du ja kennst. Ja. Der Dude, der Vocals gemacht hat bei Whiteout in Champions, oder? Komplex unten. Nein, Betrayers. In Betrayers Komplex unten hat er Vocals gemacht. Ja, genau. Am letzten Konzert, wo keiner gewusst hat, woher die hässigen Screams kommen. Das war der Kevin am Boden unten. Nein, das war Champions. Das ist, glaube ich, Champions. Homeboy, nein. Das ist Betrayers. Brudi, am letzten Konzert von euch. Brother Sacrifice? Ja. Stimmt, das war auch. Dort ist nämlich der Mike auf der Bühne gestanden und von irgendwoher kommen beim Malice-Part, beim Malice, dort wo der Zelli ist, so Vocals, die hure grusig, also nicht grusig im Sinne von schlecht, sondern so richtig so nasty tönt haben. Und ich habe den Mike einfach gesehen, dort steht ohne Mikrofon. Und ich habe gesagt, hä? Das Lustige ist, er hat nicht gewusst, dass er das Mikrofon bekommt. Der Mike ist einfach so einer, der hat einfach das Mikrofon ins Gesicht da und der hat wahrscheinlich die Lyrics nicht mehr gewusst, aber er hat es gut gemacht. Er hat gesagt, er hat einfach reinkreisen, was auch richtig geil ist. Ja, voll. Der ist jetzt ein neuer Sänger von Port of Call. Geil. Port of Call richtig geil gewesen. Wir haben uns wieder alle gefühlt wie 2010. Ja, da gibt es auch was wieder. Port of Call. Breakdowns. Ist nicht? Doch, die gibt es auch schon lange. Ja, voll. Die gibt es schon lange. Das ist was wieder. Die gibt es schon lange. Die gibt es sicher gleich lang wie Safer Last Breath, wenn nicht länger. Ich glaube schon, ja. Ja, ja, das war geil gewesen. Ich weiß nicht, wieso ich noch dort war, wenn irgendetwas machen musste. Aber ich kann wählen. Hast du irgendeinen Anlass gehabt oder sonst sein? Möglich. Ich bin nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich Firmenfest gehabt. Also. Irgend so etwas. Ja, irgendein Zeichen. Ja, irgend so ein offizielles Zeichen. Ja, und dann letzte Wochenende hören wir was Claire. Blackback Jekyll. Absolut sexy ist. Ja, absolut geil gewesen. Richtig stabiler fucking Rock in der Fresse. Geil, ja, voll. Musik von Papis für Papis, wenn man das so darf sagen. Aber geil. Richtig geil gewesen. Spaß gemacht zum Zuschauen. Definitiv. Ja. Und das hast auch du gespielt, oder?
Ja, das habe ich gespielt, weil mir noch kein Arzt gesagt hat, dass ich mein Handgelenk nicht brauchen darf. Aber da hast du mit den schlechten Arm Paranoid downpickt, oder? Dümmste Idee ever gewesen. Ja, aber es ist geil, Handyball. Ja, es ist ein geiles Konzert, es hat Spaß gemacht zum Spielen. Wir haben nicht immer so viel falsch gespielt. Ich habe nichts falsch gehört, aber ich habe Feedback. Ich bringe mein Feedback da mit. Meine Sheet. Nein. 2 Punkte. Eins, ihr habt sehr coole Sing-Alongs bei Matchbox Whispers, wo wir die Songs nicht kennen, um die mitmachen. Also nach dem ersten Chorus. Sind das wirklich Leute, die mitgemacht haben? Ich habe gemeint, dass Silas Nein, ich bin die ganze Zeit bei den Chorus und ein paar Leute sind am Mitsingen gewesen. The fuck? Alle die Punk, wow, und so Scheiße, oder? Haben es recht gut, weil wir machen jetzt beim ersten Chorus oder im Intro bereits und nachher wissen wir, beim Chorus dann können wir alle mitmachen. Stick to your guns halt. Ist sehr cool, ja voll. Und zweitens, du hast eine fucking geile Gesangsstimme, also du musst mehr brauchen. Jetzt wollte ich mehr deine Gesangsstimme bei Versus anhören, Mann. Ja, das Problem bei Versus ist halt, ich überlege es mir schon, aber der Scheiß ist halt, ich muss dort halt auch schreien. Ja, das so, machst beides. Ja. Okay. Bist du nicht so ein bisschen Pussy? Ja, beides gleichzeitig so. Ja, voll, genau, ja. Oder könntest du mit dem Butch Harmonie machen, so Scheiße. Das ist interessant. Ja, das wäre schon geil. Aber das Problem ist eben, ich habe wie immer das Problem, dass ich muss Gitarre spielen und noch etwas dazu machen. Und ich bin nicht so gut in dem. Aber ja, ich probiere es mal. Das ist mir schon überlegt. Ja, vielleicht kann ich ja nicht Gitarre spielen am Konzert. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich mache. Ja. Ein bisschen Hype-Man machen. Also dann bin ich einfach dann sind wir 2 Vocalists. Oh, ja, so ist es. Das haben wir ja schon mal gemacht. Das ist gar nicht Neues. Nein, das wäre cool. Das haben wir bei unseren ersten Songs gemacht. Bei dem einen, wo der Adi geschrieben hat. Und ich glaube, in einem haben wir einfach gesagt, fuck it. Wir brauchen gar nicht 2 Gitarren. Das ist ein Song, wo man nicht eine Gitarre machen kann. Ja. Dann bin ich einfach mit dem Butch auf der Bühne rumgesackt und dumm da. Ja, voll. Ja, das ist schon lustig. Ein bisschen Stimmung machen. Ja, very nice. Ja, mal schauen. Ja, das wird schon gut. Du musst mal deinen Arm aufpassen. Ich sollte ihn nicht zu fest bewegen, aber irgendwie ist so. Du hast halt auflegen. Du willst irgendwie so eine Schnur, um einfach ist gut, ich hebe jetzt einfach da an. Genau, dann, ja. Ich hebe einfach dir auf den Pimmel. Alright, ja, das kannst du auch machen. Nein, das geht schon so. Ich muss mir überlegen. Aber das Konzert und das... Ja, viel mehr ist nicht gewesen. Ich glaube, viel mehr nicht. Nein, wirklich nicht. Doch! Was? Sorry! Album-Taufe, Plattentaufe, von Dings, People Die at the Fair, die ist auch noch gewesen. Wo wir, was haben wir alles gesehen? Kannst du schnell schauen? Divine Sentence? Ja, aber die deutsche Band war richtig geil gewesen. So richtig, wir haben sogar aufgeschrieben. So oldschool deutsche HC. Ich glaube, die haben geheißen. Ich kann da in der Liste, fuck me, wir haben im Archiv da. Matchbox, nein. Wo ist der? Ich kann es da mal. Ich glaube, die haben geheißen. Irgendetwas mit. Bro, wir haben sie aufgeschrieben letztes Mal. Wo ist oder so etwas? Hard Night ist nicht. Nein, ich finde es nicht. Alright. Aber. No, doch. Out of Disorder. Genau. Out of Disorder, Divine Sentence. Out of Disorder. Band aus Frankfurt. Das war geil. Was im Gaswerk etwas ist, was wir gelernt haben, ist halt, das Bier ist zum Kotzen. Bruder, der Nico hat das Bier bestellt, das Fläschchen, weil wir gemeint haben, das sei besser als normal. Dann haben wir es so grusig. Und dann haben wir ein offenes Bier bestellt und das Bier ist so grusig, dass der Nico und ich das Bier weggeleert haben. What the fuck? Wenn das Bier wegschüttet und einen Gin Tonic bestellt. Aber ich meine, wir trinken. Also ich trinke alles, was Bier heisst. Ich habe noch nie so Erfahrung gemacht. Ja, ich eigentlich auch, aber das ist kotzgrusig. Freude, wirklich kotzgrusig. Und dann haben wir Gin Tonic gesoffen, das war auch geil gewesen. Und ja... Also, ob das etwas Neues wäre. Ja, aber ich trinke schon gerne nicht... Also Gin Tonic kostet 15 Stutz. Ja, das stimmt. Bier nicht. Das ist nicht gut für den... Fürs Portemonnaie. Ja, und dann war die sind da, die Deutschen, die sind so richtig... Die haben nicht so viele Ansagen gemacht, nicht so lange gespielt, aber es ist eigentlich recht stabil gewesen. So. Ja. Irgendwie viel zu jung für die Art von Hardcore, was sie machen. Die haben so richtig deutsche OG-Hardcore gemacht, so wie Born from Pain oder so. Und alles auf Deutsch? Oder? Weiß ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Das eine war Englisch, das andere war Deutsch gewesen, oder alles Deutsch. I don't know. Okay. Auf jeden Fall so richtiger OG-HC aus Deutschland. Geil gewesen. Und dann Divine Sentence. Auch geil gewesen. Ich weiß auch nicht wieso, ich bin wieso dort rein und habe so nichts erwartet. Und dann sind wir eigentlich recht geflasht gewesen. Geflasht sind wir gewesen, Alter. Ja, ist geil. Das war wirklich gut gewesen. Es hat getatscht und dann ja, also ich habe einfach jedes Mal, wenn der Basil auf der Bühne steht, habe ich panisch Angst um seine Bandkollegen. Ja, das ist crazy. Also, weil also er hat immer richtig spitzige Gitarren, eckige Gitarren und
Ja, also in seiner Hand sind das einfach Waffen, habe ich das Gefühl. Ja, und HC-Leute bewegt sich sehr viel. Ja, vor allem also einmal hat der Bruder die Gitarre so hintergeschleppt, so, er hat schier die Sängerin einfach voll am Grind verwischt. Ja, also okay, jetzt haben wir aber alle Glück gehabt auf dieser Bühne. Hey. Nein, das war geil gewesen. Bei HC ist immer alles in Gefahrzone irgendwie. Das ist wie wenn der Felix auf der Bühne steht. Everyone's a target, Alter. Ja, ich kann das zu fest anzogen. Und dann, ist das gewesen? Und dann People Die at the Fair. Also, er gefickt wie Sau. Hey. Also, das ist wirklich hure gut gewesen. Sie sind ja schon hure gut gewesen, wo wir mit ihnen gespielt haben in ihrem ersten Konzert. Ja. Aber das war noch mal ein neues Next Level gewesen, Alter. Ja, geil, Mann. Richtig sick. Hätte ich voll gerne dabei können sein, aber ich habe gerade ein Team-Event gehabt. Dann nicht können. Ein Team-Event? Ja, wir haben viele Events bei der Firma. Team-Event. Tim, was hast du gemacht? Tim mit By the way, ich bin in Schweden in der Ferien gesehen. Ich habe herausgefunden, dass Tim heisst auf Schwedisch Stund. Stund? Das heisst Stund. Und dann hat es überall Schilder gehabt, 30 km pro Tim. Und ich hätte jetzt mal so an Tim gedacht. Lol, so lustig. Brudi, der Tim. Brudi. Also. Ja, das war lustig. Aber bist du Norwegen, oder? Wann ist das? Ja, das ist ja schon 2-3 Wochen her. Ende August, Anfang September. Okay, ja. Dann ist das auch passiert. Ich glaube, da haben wir ja kein Podcast. Nein, wir haben vorher zwischendrin haben wir 2 Podcasts gemacht, Alter. Der mit Alexi und der mit dem Dings. Ja, aber mit Gästen haben wir weniger über uns geredet. Alleine haben wir keinen gemacht, stimmt. Nein. Ja. Schön. Ja, schon wieder Home-Episode. What the fuck, das machen wir nie mit Gästen. Reden wir nur noch selber. Ja, fix. Wir sind sowieso interessant. Wir sollten einfach die Leute darauf konditionieren, dass wir auch interessant sind. Ja. Wir müssen es irgendwie versuchen. Wir müssen einfach selber Stars werden, dann kommt es gut. Geil, fix. Machen wir. Dann tun wir uns selber interviewen. Das ist schon der Sinn von diesem Podcast. Ja, dass wir berühmt werden, dass wir mal im SRF eine Show haben. Und dann machen wir das. Einmal in der Woche einfach eine Stunde lang fucking Black Metal blasen. Das würde ich so gerne machen im Fall. Das wäre so lustig. SRF 3, falls ihr das gehört, wir würden eine Show bei euch machen. Einmal im Monat, eine Stunde. Ja, Schweizer Metal. Nur Schweizer Metal, Bruder. Hook us up. Wir machen auch Punk und Rock, einfach, dass es nicht zu schlimm wird. Aber hook us up, SRF 3. Ja, Mann. Was ist der Unterschied von... Jetzt schreiben sie uns dann wirklich und wir so, okay, wir wissen gar nicht, wie das funktioniert. Was ist eigentlich der Unterschied von allen die SRFs mit den Zahlen? Also SRF 1 für die alten Leute. Alright. SRF 2 ist für die alten Leute aus dem Mittelland. Ja, und SRF 3 ist für alle. Für alle. Aha. Nein, es ist einfach wirklich, SRF 1 ist mehr Info und News. Weil ich weiss, BBC hat auch BBC One. Ja, nein. 2, ja, es ist etwas Gleiches. SRF 1 hat mehr Infos und News. SRF 2 ist mehr so Musik, aber so nicht moderne Popmusik. Ja. Und SRF 3 ist einfach so ein moderner Radiosender. Ah, cool, okay. Ja, weil ich kenne nur SRF Archiv, ist der Shit, und SRF Doku. Ich liebe auch so alte Black and White Dinge zu schauen. Das ist super. Und du siehst einfach, wie alte Schweizer immer noch gleich. Die alten Leute sehen genau gleich wie früher. Ja, ist geil. Ja, das ist. Ja. Dann da hast du noch etwas aufgeschrieben in unsere Liste. Stimmt, ja. Der Savage Drums hat sich ja vorgenommen, Schweizer Metal-Bands zu coveren. Ja, und er hat angefangen mit unserem Song Knocked Loose. Und das Geilste ist, ich muss auch den Kommentar vorlesen. Alright, der ist wirklich absolut Legende. Der steht einfach so: Taking lyrics into account, in Klammern, a lot of political incorrect F-words, Klammern, bad Swiss people, and rap-like style. I enjoyed the way you played it. Strong blow, good vibe, nice performance. Also auf Deutsch gesagt, also abgesehen von den Lyrics, die politisch nicht korrekt sind, wegen zu vielen F-Wörter, ihr schlimmer Schweizer. Und im Rap-Style habe ich es gut gefunden, wie du Schlagzeug gespielt hast. Also der Dude, also wirklich ein Kommentar unter dem Video und dort ist so, alles, was er Versus zu dem beigesteuert hat, ist scheiße, du hast super Schlagzeug gespielt, genau, Savage Drums. Gut, das ist ein Punkt, den ich auch mache, Savage Drums, du hast super Schlagzeug gespielt, das ist wirklich geil, das ist sehr nice zum Zuschauen. Ja, gehst du mal auf YouTube checken. Genau, check jetzt mal aus. Der Bruder spielt bei Iron of Fate, oder? Ja. Und anscheinend hat er Symbols. Fuck me, da steht, oder ist nur eine Fate oder auch andere Band? Ich habe gemeint, er spielt in 2 Bands. Er hat mal bei Xonor noch kurz etwas gemacht. Stimmt, das auch. Ja. Und auf das kommen wir auch später dazu. Kommen wir? Ja. Kommen wir. Yes, voll, aber cool. Wahrscheinlich habe ich es falsch gesagt. Xonor. 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 Ja. Genau, wenn du es nicht checkst, gar nicht Episode 11 hören.
Ja, das ist gut. Super. Yes. Dann, das ist nur ein kurzer Einschnitt. Mhm. Das hat jetzt nichts mit... einfach, nur, dass wir nicht auf dumme Ideen kommen. Das hat jetzt nichts mit unserer politischen Einstellung oder so etwas zu tun. Ich habe nur so einen Shower-Thought gehabt mal. Und ich einfach so nach dem Ausgang in der Dusche gestanden bin und das Gefühl gehabt, so, also der Ricky und ich sind eigentlich so die Schweizer Metal-SVP. Weil wir sind so da am Hocken und so am Rumschiessen fragen, Schweizer, wir wollen Schweizer Musik hören. Wir wollen nicht ausländische Musik hören. Wir brauchen mehr Schweizer Musik. Wir wollen Schweizer Musik subventionieren. Wir brauchen nicht Lorna Shore, wir haben safe Last Breath. Wir haben Lorna Shore daheim. Wir haben schon, unser Lorna Shore ist besser als wir haben safe Last Breath und Shallow Descent, Alter. Wir haben das Lorna Shore daheim. Genau so. Wir brauchen nicht ausländisches Lorna Shore, wenn wir unser gutes Lorna Shore haben. Wir sind eigentlich voll die erzkonservativen Künstler-Schweizer. Wir müssen mal ein Spiel machen mit denen so, hey, wir haben das daheim, kennst du, oder? Ja! Und das einfach mit Schweizer Bands, mit so Lorna Shore, die ja, Band. Alter, das ist schon gut. Machen wir das. Ja, Team. Das machen wir. Einfach so, einfach so von wegen, Mom, I want to listen to Parkway Drive. We have Parkway Drive at home. Und dann einfach so alle Schweizer Bands von denen. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Eben, by the way, gehen abstimmen. Yes. Mehr sage ich nicht zu dem Thema, weil ich will eigentlich nicht, dass das ein politisches Podcast wird. Ich sage nur, gehen abstimmen, das ist wichtig. Dafür gibt es genug Podcasts, von denen wir... Es gibt auch genug Instagram. Das ist absolut, ja. Genau, eben, das zu dem. Du hast auch mal reingeschrieben, Fender Tonemaster Pro. Ja, wir sind ja beide ein bisschen Gearheads. Ja. Hast du von dem schon gehört? Ja. Gut, wie kannst du nicht davon hören? Nein. Keine Ahnung. Ich meine mehr vom Fender Tonemaster Pro. Vom Fender Tonemaster Pro? Wir werden beide nicht zahlt von Fender. Fuck me. Nein. Ja, anscheinend, es ist eigentlich völlig easy. Ich habe nur auf jeden YouTuber, der irgendwie etwas mit Musik am Hut hat oder Gitarre, hat ein Video gemacht mit dem Fender Tonemaster Pro, wo irgendwie ein neuer Modeler ist, der so ähnlich sein wie... Von Fender? Ja. Ist das so wie der Mesa Cap Simulator, den sie rausgebracht haben und alle geflamed haben? Nein, es ist ein Modeling-Amp. Es ist wie der Quad Cortex. Einfach ein gut. Ist es gut? Anscheinend ist es gut. Ich habe mein Helix, ich bin zufrieden mit meinem Helix. Ich schaue keine anderen Videos. Sonst habe ich das Gefühl, ich brauche das. Ja. Kennst du das klassische Gear Acquiring Syndrome? Du hast ein perfekt funktionierendes... Erklär mir Gas. Gear Acquisition Syndrome. Du kannst nicht aufhören, Gear kaufen. Und aber das erinnert mich im Fall, wo Mesa Boogie ihr eigenes Cap Simulator rausgebracht haben und es war so schlecht gewesen. Ja, das ist etwas anderes. Ja, schon. Aber alle in der Szene haben skated, der Ola England hat skated, ich habe den auch alle YouTubes vergessen, der Fluff, den wir ja kennen, hat skated. Das war so lustig gewesen. Das ist einfach so schlimm gemacht. Aber wenn es gut ist, dann würde ich schon probieren. Also anscheinend sind die Leute, die es gebraucht haben, alle zufrieden damit. Es tönt so, also Fender hat sogar, sie haben sogar vom EVH, von der Firma, Endorsement, dass sie das Logo dafür brauchen. Also der EVH 5150 ist wirklich ein EVH 5150. Ja, er ist auch als das angeschrieben. Nicht einfach als sonst irgendetwas. Also von dem her, ich glaube, sie haben sich echt Mühe gegeben. Und ich weiß jetzt eben nicht. Das Ding ist eben, ich habe nicht genau das, was du jetzt gesagt hast, vor allem das Gear Acquiring Syndrome. Ich habe nicht zu viele Videos schauen, weil ich sonst wieder das Gefühl habe, ich brauche neues Zeug. Das ist schlimm. Ich habe das perfekt funktionierendes Rig daheim, es läuft. Ich habe mit dem genug Konzert gespielt. Ich weiss, dass es gut tönt. Jeder Sound-Engineer ist zufrieden damit. Ja. Ich habe von Leuten nach Konzert gehört, dass der Gitarrensound gut war. Ich habe auch schon von meinem Zugführer aus dem Militär gehört, dass der Gitarrensound fast schon hart an der Grenze war, für zum erträglich zu sein. Aber ich muss sagen, das war in dem Fall nicht mein Fehler gewesen, weil sonst hat es immer gut getönt. Ja. Darum, ich sollte das nicht machen, aber es ist anscheinend geil von dem her. Ja, es ist schlimm im Fall. Ich bin auch wieder mal, Pedals am schauen, zum selber basteln und so Scheiß. Und es ist schlecht für das Portemonnaie, das sollte man wirklich ein bisschen in Kontrolle haben. Aber ja, und in dem Fall holst du eins, hä? Fix nicht, Alter. Kein Geld. Anscheinend kostet 1700 Stutz. Also ist der schon im Quad-Core-Level? Ja, es ist wie ein Quad-Cortex in gut. Das ist nicht der Scheiß. Der Quad-Cortex ist der Shit, Alter. Ja, aber er ist anscheinend nicht so gut. Der Quad-Cortex? Ist anscheinend nicht so gut. Also ich bin schon am Überlegen, den Camper zu verkaufen, zum Quad-Cortex holen. Also... Ja, dann würde ich aber das andere Ding anschauen, weil ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass es schlechter ist. Alright. Ja, wenn ich Fender denke, dann denke ich eher an ältere Fuzzy-Amps. Ja. 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 Also eher für Rock und so, da bin ich so. Aber du,
Mal schauen, es gibt sicher mal eine Genband da raus, die das jetzt braucht. Also am Schluss kommt es eh nicht darauf an, wenn du über 1000 Stutz investierst in so ein Ding, tönen sowieso alle gleich. Ja, das stimmt. Und ich meine, heutzutage hast du so viele Options. Du hast einen Helix holen, du hast einen Headrush holen, einen Quad Cortex Camper XFX. So viel und so viel mehr. Du könntest auch einen Line 6 Bean noch nutzen oder einen Line 6 Pod X. Du kannst dir auch ein Harley... Ich habe den X3 Pro von Line 6. Du kannst dir auch ein Harley Benton Pedalboard kaufen, wo wahrscheinlich Stutz kostet und eben gleich gut ist. Wahrscheinlich Wir sollten aufhören über das reden. Genau. Ihr seid nicht da zum technischen Gitarrensachen hören. Ihr seid da zum über Metal hören. Jetzt kommen dann alle Gitarristen von der Band sagen, mal eigentlich schon! Mal eigentlich schon, ja. Irgendwann machen wir schon mal so einen richtig technischen Nerd-Talk Discussion Round mit so 2 anderen Gitarristen und dann können wir wirklich einfach Leute, ja, Leute langweilen für 2 Stunden. 2 andere Gitarristen? Ja. 2 andere Gitarristen? Oh, stimmt, ja. Vielleicht passiert es schon früher, wie man denkt. Vielleicht, stimmt. Nein, anyway, was ist der nächste Punkt, den wir aufschreiben? Ja, der ist auch aufgeschrieben. Fuck, ja, gut, das stimmt. Also ich habe mir letzte, nämlich auch im Ebri, im Ebri unten. Das Konzert ist nicht angesagt, es ist ein Videodreh, weil ich bin wir sind ja Videodreh von Lotrify dort unten gemacht. Also, wo sie einfach ein Konzert gespielt haben im Ebri und sie haben ein Videodreh daraus gemacht. Also, sie haben einfach quasi ein Gratis-Konzert gemacht, um es als Videodreh zu brauchen. Und dort ist einfach einer mit einer fetten Kamera rumgerannt. Und mittlerweile siehst du einfach... Aber im Ebri? Ja, im Ebri. Hast du Platz für die Kamera? Bruder, du hast Platz, um eine Band reinzustellen, also hast du sicher einen Platz für eine Kamera. Wenn du willst vom rechten Winkel von der rechten Seite gehen, du musst nachher mal das Bleed Alone Video schauen. Du siehst mein Viertel dort sogar. Alright. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo ich meine Hand hin tue. Egal, so lernen wäre geil. Ja, du, auf jeden Fall, ich sitze glaube ich so an den Tisch führen. Dann schocke ich so die Kamera. Nein, auf jeden Fall ist mir letztens aufgefallen, dass auf jedem gottverdammten Scheisskonzert rennt mittlerweile einer mit einer fetten Videokamera und filmt die Band und ich habe irgendwie langsam das Gefühl, nichts mehr ist authentisch. Weil wenn jetzt das Ding, also nicht dass wenn einer das Mikrofon ins Publikum bestellt und weißt, quasi, und dann mit dem ins Publikum geht und so, das ist ja sowieso geplant. Das müssen wir jetzt niemandem etwas vormachen. Das ist sowieso von Anfang an geplant. Der macht das nicht außer dem Mike. Ja. Außer der Mike von euch macht das niemand spontan. Oder ich. Oder sonst irgendjemand, wenn wir ins Publikum... Aber sonst, wenn einer mit dem Mikrofonständer ins Publikum steht, das macht er nicht spontan. Das ist geplant. Von Anfang an. Das wissen alle, da machen alle mit. Aber wenn dann eben quasi der das macht und nachher rennt aber die ganze Zeit irgend so ein Dude mit der Kamera rundherum, irgendwie nimmt es mich dann als Zuschauer aus der Show raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Und ich weiss ob sich Bands vielleicht ein bisschen zu sehr ernst nehmen. Weil sie alles dokumentieren müssen. Okay, zum fair sein, das sagt der Dude, der jede Bandprobe von Eversis im letzten halben Jahr gefilmt hat. Genau. Also beide Seiten sind verständlich. Ich meine, einerseits müssen wir heutzutage Content machen, oder? Das heisst, du hast eben gesagt, wegen Authentizität, aber wenn du eben ein Konzert spielst und authentisch ein Konzert spielst, dann hast du ja eine Aufnahme von einem authentischen Moment, oder? Aber ja, da müsste es ein bisschen low-key sein, nicht so gerade da vorne stehen und so rumrennen mit der Kamera, sondern vielleicht ein bisschen von der Seite und so. Schwierig zu machen. Ja, keine Ahnung. Ich habe vom Felix Lobrecht im Podcast habe ich heute etwas gehört. Der hat letztes Jahr auch seine Show aufgenommen, also sein Comedy-Special. Und dann hat sie eben auch so das Gefühl gehabt, also das Wichtigste ist, dass die Show gut ist. Weil wenn du quasi nur darauf schaust, dass nachher das Endprodukt, also die Aufnahme, das Endprodukt, quasi das, was nachher im Fernsehen kommt, gut ist, dann wird die Show beschissen. Weil wenn du dann einfach alles wiederholst und so, und dann kann aber, wenn die Show beschissen ist, kann auch das Video nicht gut sein. Ja. Und darum habe ich irgendwie das Gefühl, wenn so wirklich, weißt du, wenn sie so wirklich zu viel sich auf die hure Kamera konzentrieren, dann habe ich einfach so das Gefühl, so, okay, hey, look, Bro, ist schon cool, dass du das Konzert filmst, aber du musst doch irgendwie mit dem Publikum interagieren. Weil wenn du jetzt einfach 10 Minuten in die Kamera hineinschaust, während du es... Also wenn du das... das... Weißt du, also, das ist jetzt kein... Das habe ich nie gesehen oder so. Das auch nicht. Ich habe schon gesagt... Beispiel, aber weißt, so rein, wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt ein Sänger von so einer kleinen Local Band so irgendwo so ein Furzkonzert spielt und nachher so einfach eine Viertelstunde vom Konzert damit verbringt, mit der Kamera zu flirten, denke ich mir einfach so... Brütsch, willst du vielleicht nicht etwas... Also, nein, da müsstest du fast die Kamera ignorieren und einfach das Konzert spielen und das ist
musst nachher irgendwie priorisieren, oder? Was ist die Hauptfunktion, was ist die Nebenfunktion? Oder? Ja, das ist so. Schlussendlich. Gut, eben, ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich gerade an 4 Konzerten war, wo irgendeiner mit der Kamera umsteht. Ich bin dann einfach auch verwirrt, weil ich schaue ja nicht mehr auf die Kamera mal. Nein. Vielleicht bin es einfach ich. Gut, aber wir haben auch mit der davon geredet, dass Bands eben mittlerweile sind ja Fotografen auch Teil von der Band, oder? Und dann musst du immer einen Fotograf haben. Weil eben Content ist King schlussendlich, oder? Wenn du Ja gut, willst, aber eben, ein Fotograf, der Fotos macht, das ist anders, oder? ist etwas anderes wie wenn du wirklich merkst, dass jetzt gerade das Musikvideo gefilmt wird. Ja, das ist etwas anderes. Ich habe letzte Zeit, glaube ich, nicht wirklich gecheckt. Ist bei Vicious Rain jemand am Film gesehen? Nein, dort nicht im Baden. Nicht, oder? Nein, dann, also bei mich selber, ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht in der Zeit. Ich meine, bei Safer Last Breath ist auch der Mike gefilmt am Grenichen. Aber eben, das war das Grenichen. Das ist die erste Festivalshow von Safer Last Breath. Ja, logisch machen sie nicht das Video. Und das, gegen so Zeug sage ich ja auch nicht. Nein, klar. Ich glaube, was ein Thema ist am Schluss, oder musst du auch priorisieren, oder willst du das bei jedem Konzert machen, oder zählt nur ein Konzert? Ja. Aber eben, wenn es nur ein Konzert ist, wieso machst du es dann im Ebri? Ja, genau. Dann ausser halt eben, du machst wirklich ein Konzert, wo das Ziel dahinter ist, ein Musikvideo zu machen. Klar. Und du kannst sagen, hey, wir brauchen Leute. Iron of Fate haben das gemacht, oder? Für den Videoclip, wo sie gesagt haben, hey Leute, kommt mit, wir spielen einen Song, oder? Und machen auch das Konzert, glaube ich. Ja. Und eben, dann spielen sie den gleichen Song, vielleicht so 3-mal oder so fürs Video, aber sie wissen alle, hey, wir sind jetzt Schauspieler und wir haben extra Gas geben. Das ist etwas anderes, oder? Da musst du ja ein bisschen den Kontext haben. Definitiv. Zum Fernsehen würden wir am Grenichen spielen, würde ich ganz sicher auch irgendjemand mit einer Videokamera anstellen. Aber anders. Aber ja, gut. Vielleicht weiß ich nicht, vielleicht kann ich das einfach. Wir haben es auch im Pericon gemacht, wenn wir jetzt nicht so. Ja, aber eben im Pericon Festival. Weißt du, jetzt sind wir einmal sind wir, haben gesehen. Ja, aber eben im Pericon Festival. Das ist auch wieder etwas, das ist auch wieder das Pericon Festival. Aber wir haben jetzt dort eigentlich mal so. Nein, ist für einen Teaser gewesen. Einfach für den Teaser vom. Ist der schon draußen? Der ist. Ja, ist aber ein kürzerer, so wie ein Trailer, von was die Pericon war. Ich zeig's mal. Ich glaube, ich habe den verpasst. Ja, und nein, aber zum Beispiel wir haben auch unser erstes Videoclip im Berg 21 aufgenommen. Ja, im Konzert. Stimmt. Ja, aber eben, das ist auch wieder etwas anderes. Also ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch nicht wieder etwas anderes. Ich habe einfach zu viel Ich bin einfach zu viel mit. Ich konzentriere mich jetzt auch zu viel auf den Scheiß. Wir sind langsam einfach die alte Menschen, die Konzerte, die sich aufregen, was die jungen Leute machen, oder? Vielleicht liegt es daran, dass ich zu viel fucking Podcasts höre von Ramons und Joels. Ja, das ist auch möglich. Ja. Ja. Sie heißen schon so, gell? Ja. Roman. Ah ja, der Roman, genau. Fuck, verwechseln sie immer. Sorry. Es tut mir leid. Voll. Ich erkenne für eure Stimme. Das stimmt, ja. Genau, und wir haben zum Beispiel auch noch das Thema Fake Festival Accounts. Ich weiß nicht, was läuft im Fall, weil wir bekommen auch ständig Follows in unserem Insta-Account von Konten, wo... Hey, jedes grosse Festival von der Schweiz folgt uns. Und kleine Festivals, Mann. Ich meine, es sind so Klon-Accounts, die sind wirklich kleine zu mittelgroßen Festivals im Fall. Sogar Tony Mate, Fake-Account, hat es gefolgt. Und scheinbar, was sie machen, ist eben versuchen, Leute zu scammen. Also, so weit bin ich noch nie gewesen, ich kann die immer blockieren, weil ich so wie, what the fuck, man, reporten etc. Was aber ich mal sagen, ist blöd von Instagram, ist, dass du musst den richtigen Account folgen, um können reporten, dass die jemand anderes quasi ersetzen wollen oder wollen quasi faken. Ach so ist das. Und dann ich komme zum ganzen Reporting-Scheiß und dann merke ich, Scheiße, ich folge die Person oder die Dings nicht einmal, oder? Also ich muss jetzt zurückgehen, die folgen. Am Schluss ich denke so wie, machen jetzt selber die vom Festival das, dass wir das machen, dass wir Follows bekommen. Ich komme nicht raus. Hey, Conspiracy Theory. Das ist ein Scam von den Festivals selber. Es könnte sein, weil, weißt du was, durch das habe ich 4 oder 5 neue Festivals gefolgt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so funktioniert. Ich habe nur immer Open Air Grenichen Unterstrich gesehen und das melden. Und dann hat es nie funktioniert. Ich kann nie können. Eben, weil du musst die Folgen zuerst. Sonst es ist mega blöd. Aber du hast 2 Optionen. Also, jemanden, den ich kenne, also dann würde ich annehmen, dort musst du nicht folgen. Oder ein Business. Genau, und dann ist die andere Option, oder ein Business oder ein Unternehmen oder eine Veranstaltung. Oder ich, oder? Und du aber ich würd mir nicht folgen, um mich zu taggen. Genau, aber so entweder, falls jemand dich versucht, einen Fake-Account zu machen. Ja, ich weiß, aber eben, und nachher sagt, hey, OnlyFans von Bella, da,
Link klicken. Aber eben, es macht absolut keinen Sinn, dass du musst jemandem folgen musst. Es ist mega blöd. Die Funktion ist idiotisch. Ich verstehe es auch nicht. Also, aber ja, dadurch folge ich jetzt irgendwie 5 neue Festivals, von dem wir gewonnen. Conspiracy is real, Bruder. Genau das. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe gesehen vom einem Festival, wo gesagt hat, Leute, ich glaube gar nicht gewesen. So, Leute, wir schenken keine iPhones. Sorry, das ist ein Fake-Account. Und ganz ehrlich, wenn du so dumm bist, dass du nicht checkst, obwohl ich muss sagen, ich habe einmal gefolgt und habe gesagt so, wow, geil, El Tony Mate folgt uns jetzt, oder? Zurückgefolgt. Und nachher merke ich, Fake-Account, so, fuck me, alright. Reporte blockieren. Ich habe gedacht, geil, Summerside Festival Summerside auch. Ja. Was eben lustig ist, weil ich habe mit jemandem, der am Summer irgendwo dort im OK 2 Tage vorher geschnurrt. Ja, genau. Voll. Und dann folge ich dem Summerside Festival, gesehen so 12 Beiträge, 120 Followers. Das ist glaube ich nicht Summerside Festival. Es gibt ein paar mit irgendwie 1300 Followers oder so. Ich so wie, alright, also wenn ich nicht wüsste, oder, von der ganzen Scam, dann hätte ich auch drauf geklickt im Fall. Ja, ist einfach weird. Ist einfach komisch. Ja, und ich habe auch noch einen kleinen Surprise, den ich am Bella nicht gezeigt habe. Beziehungsweise, die das Video sehen es als erstes. Fuck me. Ich sehe es sogar vor mir. Da, sehen ihr etwas? Ich habe keine Ahnung, was der Ricky gerade in die Kamera hat. So, wir haben 5000 Streams geknackt. Yeah, boy! Heute haben wir 5000 Marken geknackt. Yeah, boy! Ihr habt unseren Podcast 5000 Mal. 5000 Mal plus? Ja, ist crazy, fucking crazy, man. Ich glaube es nicht. Wir sind halbwegs zu 10.000. Ist fucking sick. Für einen Podcast, wo wir einfach da im Homeoffice machen und ohne zahlte Advertisements. Also, mir ist alles Word to Mouth und ist einfach, weil ihr geile Leute sind und fucking eure lokale Podcast. Okay, ich übernehme schnell, Podcast supported, ist auch fucking sick, man. Mein Kabel ist irgendwo da gestellt. Also hauptsächlich, weil ihr einfach aufmerksamkeitsgeile hure Underground-Bands sind, die uns die ganze Zeit sharen, damit wir über euch reden. Danke an den. Hey, merci an euch alle im Fall. Es ist krass, also ich glaube es nicht. Innerhalb von weniger als ein Jahr 5000 Streams. Ist fucking sick. Weiter so. Ja, merci. Ist fucking geil. Ich habe es im Fall nicht so ernst gemeint, gell? Wir lieben euch. Wir lieben euch alle. Ich meine, ohne euch würde ich das nicht machen. Gut, vielleicht schon, aber. Außer die 2-3 Leute, die ich auf dem Instagram-Account entfolgt bin, weil es offensichtlich ein bisschen zu fest der rechte Arm in den Himmel haben. Egal! Nein, aber ich muss, also ich habe es nicht erwartet, als wir den Podcast angefangen haben. Ich habe gedacht, vielleicht 3 Nasen wieder das hören und von dem her ist sick. Ja, ist geil. Ist geil. Aber eben das Ding ist, wir wissen, das ist das, was der Döme mir mal gesagt hat. Der Döme von Save for Lost Breath hat mir mal gesagt, es ist eigentlich schade. Wenn du überlegst, geh mal als Greenfield, geh mal als Parkway Drive Konzert, geh mal System of a Down im Hallenstadion schauen. Es hätte so viel mehr Potenzial. Ja, mega. Es hätte so viel Potenzial, dass, ich meine, die meisten von diesen Leuten hören die Musik ja, weil sie sie gut finden. Nicht, weil sie statusgeil sind. Es ist nicht AC/DC, logisch. Wie AC/DC ja statusgeile Leute hat. Aber eben, wenn man ein Parkway Drive Konzert oder System of a Down Konzert hat, sicher eigentlich nur, oder Greenfield, dort sind nur Leute, die die Musik geil finden. Ja, also quasi. Von dem her ist es eigentlich schade, dass an einem Underground-Konzert, an einem Samstagabend, wo 8 geile Bands spielen, 50 Leute auftauchen. Ja, voll. Eben, und das ist unser Hauptziel, schlussendlich, oder? Mehr die Leute, die Parkway Drive schauen, mal gehen auch andere Bands schauen, die eben ähnlichen Sound machen oder anderen Sound komplett. Oder? Ich meine, wir haben gesagt, wir haben Lorna Shore daheim, wir haben Charlotte Descent und wir haben Save for Lost Breath und wir haben Illusionist und AMPM und was auch immer. Hure Bands draussen. Wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann einfach eure Bandsticker nehmen, Konzertdaten draufschreiben und am nächsten grossen Konzert, das ich verteilen. Ja. Das haben der Ricky und ich ja beim Dings gemacht, beim Heaven Shall Burn Trivium Konzert. Ja, also Flyers. Der Ricky weniger wie ich, aber ich habe mit dem Ecke zusammen angefangen, Flyers zu verteilen von der Show. Ja. Und wir haben dann quasi wie noch eine Aktion gemacht daraus, dass wenn du an diesem Abend ein Ticket kaufst oder wegen uns an dem Abend, also weil wir dich angesprochen haben, ein Ticket kaufst, bekommst du quasi ein gratis Bier an der Bar. Ja, weil wir haben eigentlich wollen sagen, wenn du quasi uns nach einem Code fragst, kommst du einen Discount über, aber das haben wir irgendwie nicht können machen auf die Kürze. Dann haben wir einfach das gesagt, dann haben wir gesagt, okay, du musst einfach ein Foto mit uns 2 machen und wenn du an der Bar zeigst, bekommst du ein gratis Bier. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, wie viele Leute es gesagt haben, sie kommen. Und dann sind wir dort bei etwa knapp 20 Leuten, die gesagt haben, sie sind wegen dem gekommen. Und ich habe den PD an der Bar gefragt, wie viele Leute effektiv das Foto zeigen. Und er hat gesagt, ja, also haben schon ein paar gesagt, sie sagen wegen dem gekommen, aber das Foto gezeigt haben nur so etwa 5, 6, 7. Alright. Aber gleich. Immerhin. Für einen wäre 20 Konzert. 20 Leute sind nicht wenig. Ja, vor allem, wenn du überlegst,
die kommen ja nicht allein. Die haben ihre Kollegen mit. Also von dem her, wenn ihr wirklich eine Show habt, wo ihr Flyer habt dazu und ihr sind mehrere Bands verspielt, promotet den Scheiß auch an grossen Shows. Ja, Mann. Weil ich glaube, niemand, der Metal lost, wird euch nachher hassen, außer ihr sind California Condor. Ja, das ist nicht gut. Dann macht es nicht. Voll. Nein, aber eben, ich glaube, das Potenzial an Leuten, die vielleicht an die Konzerte nicht gehen, weil sie die nicht kennen, vielleicht wo die Bands nie gelost haben oder was auch immer. Hey, zum Fernsehen von 3/4 von diesen Konzerten, die du aufgeschrieben hast, habe ich auch nicht gehört. Ja, also. Weißt du, ich bin der. Ich kann wieder sagen, The Dark Knight Rises, aber nein, ich bin der Spider-Man da. Ich bin der Batman da von der Stadt, wo alle Konzerte. Jedes Mal, wenn ich Konzert sehe, screenshotten, dann will ich eintragen und nachher am Tag vom Podcast trage ich es nachher in unsere Liste. Aber ja, tun wieder promoten, tun wieder lokale Konzerte pushen und dann erreichen wir ja mehr Leute, die nachher an den Konzert kommen. Vor allem jetzt ist der Winter, jetzt geht es wieder los. Ja, Mann. Mega viel im Fall, das ist crazy. Geil. Genau. Ich würde sagen... Man macht wieder bei den News, man hat schon wieder 40 Minuten geschnurrt, ohne irgendetwas zu liefern. Hey. Ich würd sagen, schnell eine Pipi-Pause und nachher können wir die News machen. Yes! Alright, let's go. Also ab ins Urin. Yes. Metal Servola, Breaking News. Yes. Willkommen zu der News, Madame et Messieurs. Mais oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Yeah. Aujourd'hui, nous faisons le news. Le News. Le news? Nein, ich weiß nicht, wie News auf Französisch ist. Le news? Le News? Oui. Le News? Oui. Okay. Je pense. En français. Ja. Pour le roman, c'est la même chose. Hein? Nous sommes les journalistes toujours... Also ich rede schlecht Französisch, du redest gut Spanisch. Ich rede so lange nicht mehr Französisch. Bruder, wir haben herausgefunden, dass sowieso jeder in der Schweizer Metal-Szene Spanisch redet. Also kannst du nicht auf Spanisch machen. Absolut, ja, ist krass. Du musst dann noch, du bist wieder das Ding ja, Entschuldigung, ja, die News anschauen. Wir haben einiges zum Ankündigen. Ja, wir haben viel zum Ankündigen. Also, ich würde sagen, fangen wir gerade mit den Releases von den letzten paar Wochen an, oder? Yeah, boy! Also, was hast du da? Ja, ich fange sicher nicht mit dem selber an. Ja, sicher, ja. Ich fange jetzt an. Also ich kann schon. Also ich habe da eine coole Band gesehen am Wochenende und die haben lustigerweise einen Song rausgebracht, eine Woche halb vorher und sie haben es nicht mal gewusst. Er ist nicht dann auf Spotify gekommen? Nicht? Nein, aber ich habe es nachher gefärscht. Er ist effektiv an dem Tag, wo ich dir geschickt habe, rausgekommen. Aha, und sie haben es einfach... Das ist einfach das Release-Datum ist anders. Alright. Ja. Wir hatten schon vorher released, er ist einfach nicht öffentlich gewesen. Dem Fall. Ja, es ist die Band Matchbox Whispers, die der Monsieur Bass spielt und singt. Und sie haben einen coolen Song Mailman rausgebracht, wo ich muss sagen, es hat einen sehr catchy Chorus. Auch wenn ich nicht checke, was es mit den Shotguns zu tun hat, aber es ist lustig. Und sehr cooler Sing-Along, sehr catchy. Willst du wissen, wieso? Bitte mal? Did you ever hear the sound of a shotgun? I didn't, cause I never had to get one. Ja. That's why the weapon I will use is a pen to carry our message like a mailman. Aber der Mailman schreibt keine eigene Brief. Nein, aber er verteilt sie. Aha. He carries out the message. Weil wenn es der Writer wird heißen, dann würde es verstehen. Wegen der Pen and the Sword. Aber eben to carry, to carry er out ist the der message. Carrier. Er ist der Carrier. Der Mailman ist der die Message carries. Sehr philosophisch da. Sehr, ja. Eine Punkband mit philosophischen Lyrics. Wer hätte Fix, gedacht? Alter. Das ist das einzige Mal, der Rest ist stumpf und dumm. Ja, Nein, aber wie geil war der Silas? Man irgendein dumme... Der geilste ist der in dem Song. Nein, der kommt im anderen. Wo der Silas das Gefühl hat, weißt, wie kannst du das sagen? Weil wenn du Knarre hast, kannst du eine Bank ausrauben. Aber wenn du die Bank hast, raubst du alle aus. Und ich so, jetzt kannst du 1:1 so übersetzen und es reimt sich auf Englisch. Du kannst einfach sagen, you can rob a bank if you have a gun. If you own a bank, you rob everyone. So ja, easy, da haben wir es schon perfekt. Super, Punk, gut, ist cool, wir haben eben auch wenn du nicht die ganzen Lyrics vom Chorus weißt, es hat ein paar Key Parts, wo du kannst mitschreien. Oder Shotgun, get one, oder? Und so steht und nachher bist du einfach am Schreien. Das ist cool, das ist wirklich geil. Also ich muss sagen, ich bin sehr impressed gewesen. Mix ist auch sehr cool. Tönt ja sehr professionell gemischt, muss ich sagen. Ja, das Silas gut gemacht. Yes, ich finde ihn auch geil. Ich finde ihn auch lässig. Kudos, Bruder. Ich sage dem Song einfach immer auch nicht Mailman, sondern Mailman. Ja. Im Sinne von männlichem Mann. weil wir haben ja noch den anderen Song
Threesome. wo wenn du jetzt würdest wählen, könntest du das einfach falsch verstehen. Weil dann hast Ich du kann es Mailman. nicht so verstehen. Ich habe es so verstanden. Einfach. Wie? Threesome. Ja, so geht es ja. Es geht ja um das. Aber Ha? es geht ja ist egal. Ich erkläre es dann, wenn die Ja, gemeint, du hast jetzt gesagt Tree, ein Baum. Nein. Und es ist so wie ein Nein. Spiel. Nein, eben. Nein, wenn die User kommt, erkläre ich es dann. Alright, Du kannst beide Songs so verstehen, dass wir einfach misogyne Hurensöhne sind. Aber ich muss sagen, auch der Silas sehr starke Frontman-Performance, muss ich sagen. Silas, seine Stimme ist saugeil. Seine Stimme ist fucking sick und ich muss sagen, ihr beide habt einfach alle Töne getroffen. Ich habe keinen schiefen Ton oder so gehört beim Singen oder was auch immer. Einfach sick, einfach die ganze Zeit. Ja, die habe ich gedacht, wenn ich sie nicht schief singe, muss ich sie schief auf dem Bass spielen. Ja, genau. Aber nein, es hat alles gut getan und ich bin sehr impressed gewesen. Ich glaube, ich habe schon einmal im Ebri gesehen Ja, mit Must Be Wrong. Ja, aber dort sind wir nicht so gut gewesen. Und dort bin ich auch... Dort sind alle dicht gewesen. Ich bin dicht gewesen, ja. Also ist das dort gewesen, wo mir der Amp abgeraucht ist? Vodio und Must Be Vodio Wrong. hat gespielt. Ja, dort ist mir der Amp abgeraucht, der Mark ist Schlagzeug auseinandergeht und der Silas ist durch das dann auch verwirrt gewesen. Stimmt, ja. Nein, ich habe sehr stark gefunden, die Performance. Und ich muss sagen, Kantine in Bülach ist eine sicke Location, man. Fucking Bar draussen ist fucking geil. Das ist einfach am Arsch von der fucking Welt, aber... Es geht, es ist nicht was am Arsch von der Welt. Wenn du in Zürich wohnst, ist es fucking 20 Minuten mit dem Zug. Also hallo. Ah, okay. Ja, und der Bahnhof ist gerade dort, das stimmt. Und du bist gerade beim Bahnhof. Also es ist nicht mal so, dass... Bülach. Weißt du, fucking ins UG sind der Augen Drogen ihr Wichser. Weißt du, das ist dann kein Problem gewesen. Das UG ist noch viel weiter hinten, oder? Dort hinten sind auch alle ihr hure drogenabhängige Nuttensöhne. Was ist das UG? Das UG war so ein Goa-Schuppen. Wo alle, Alter, ich bin mal am Bahnhof gestanden, also über den Fußgängerstreifen, und ich habe mich hier so einen Österreicher überfahren und ich habe gewusst, dass er ein Österreicher ist, weil auf der Autonummer AT gestanden ist. Und er so, «Jo Meister, wie geht's nie ins UG?» Und ich so, «Ja, fahrst einfach dieser Straße.» Und er so, «Ja, lässig, danke.» Und ist weitergefahren. So, am Morgen um 3. Ja, schön. So eben, wir müssen gar nicht so tun, Alter. Als UG am Bülach war, sind alle auf Bülach gekommen. Ich weiss es steht in der Polizeireport. Fucking hell, Mann. Aber es war geil gewesen. Sehr cool. Und im Zug, Alter, ich schwöre, das ist so eine Party. Jedes Mal, wenn du in das 9 eingestiegen bist von Zürich oder von Vinti aus, hast du einfach eine Goa-Party in dem hohen Zug. Ja. Also tu nicht so, als ob Bülach weit weg wäre. Ich weiss, dass er zum Drogen nicht rausfahren, aber nicht zum Konzert schauen anscheinend. He? Ja, das ist schon eine halbe Stunde von mir entfernt. Ich habe den Songtitel, ich habe den Titel für die EP. Ja. Drogen, UG, Punk. Let's go. Irgend so. Machen wir das. UG, Drogen müssen wir sicher rein. Ja. Gut, ich habe den nächsten rein da. Ich glaube, musst noch hören, was du noch nicht gemacht hast. Ja, muss ich noch hören. Aber, genau. aber ich habe, glaube ich, mal kurz reingelassen. Es klingt noch geil. Ja, die Jungs haben es geschrieben. Die Jungs von Anger in Defeat. Weil die Boys haben eine neue EP rausgebracht. The Anger Way. Ihr merkt nachher, warum es heisst beim dritten Song. Und ich muss sagen, es war eine sehr interessante Mischung. Ich habe da sie kein Spotify-Bio haben, habe ich einfach interpretiert, was für ein Genre die spielen. Und ich habe es genannt. Es ist In Flames Melodeath Procore. Es sind so ein paar Vocals gegeben im ersten Song, die ich cool gefunden habe, die so In Flames Vibes hatten. Und ich habe gefunden, es ist Melodeath Procore. So tue ich es interpretieren, weil ihr ja kein Bio habt. Könnt mal EMS hören, Leute. Tut mal ein Bio reinschreiben für Spotify. Sieht ein bisschen professionell aus. Aber das ist ja gar nicht mit dem Sound zu tun. Das ist einfach eine pingelige Sache von mir. Aber es war sick, also ich muss sagen, coole EP. Der zweite Song von der EP habe ich in unsere Playlist da. Metal Server aus der Region, für die Region. Gehen mal hören. Hat mittlerweile über 160 Songs. Wahrscheinlich über 13 Stunden Material von euren lokalen Bands. Und ich muss sagen, sehr coole Musik. Wieder so Jungs. Anger in Defeat. Das ist eine geile Playlist. Ich habe sie mit dem Mike mal gehört, als wir zurückgefahren sind vom Rennen. Das ist wirklich eine Perle nicht rein. Es hat Perlen nicht rein. Ich versuche auch immer, die Songs rein zu tun, also mindestens ein Song pro Band, aber die Songs, die ich finde, so, die ist sick, die nehme ich rein. Und ich tue ihn gerne auch im Auto hören, in den Shuffle setzen und plötzlich so merke ich so, wer ist das? Das klingt ja fucking professionell, Mann, ist hart. Bist du nachher so, die Band, fucking sick, Mann, ist einfach geil. Ja, und ich finde, wenn du ein Booker bist, du willst mal neue Bands entdecken von der Region, geh mal abchecken. Es gibt fucking Bangers in dem Fall. Oder frag einfach uns. Wir kennen mittlerweile Bands. Ja, voll. Das glaubst du gar nicht, Alter. Genau. Ich komme da Bandnamen über. Ja, aber congrats mit dem Release. Boys for Anger Defeat. Gehen mal die Anger Way, die neue EP hören. Ja. Ist fucking geil, Jungs. Macht weiter mit eurem Melodeath Procore.
Das heisst aber jetzt einfach so. Jetzt müssen sie es Spotify tun. Im Fall. Das ist die erste Kritik, die ihr das Genre eindingselt wahrscheinlich. Yes. Es ist unsere... Schicken sie uns dann so Screenshots von Zeitungsberichten. So, nein, die haben uns schon vor 10 Jahren das Genre zugegeben. Es ist eine reine Interpretation von mir, aber ich finde Megadeth Procore passt perfekt zum Sound. Geil. Genau. Nächstes kannst du sagen? Sexy Boys von Sons of Coherence. Haben einen Song rausgebracht, der heißt Peak. Yes. Habe ich schon ein paar Mal gehört, weil ich habe sie schon zweimal live gesehen. Habe ich sie zweimal live gesehen? Ich habe sie einmal live gesehen. Ich habe sie einmal live gesehen. Zweimal live gesehen. Einmal in ihrem Bandraum, einmal live. Ich habe die einmal live gesehen und dann ist die Polizei gekommen. Verdammt, die sollten mit so noch etwas machen. Ah ja, gell. Sollte vielleicht. Honor. Sorry. Honor. Sorry, Jungs. Der Song heißt Peak. Das Musikvideo dazu ist auch absolut sick. Ist von einem Schulkollegen von mir. Fucking hell, ich habe bis jetzt den Song nur gelesen, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich glaube, es hat ein Video. Also, sie haben ein Video released. Von dem her, es wäre wirklich peinlich, wenn ich jetzt gesagt hätte, es wäre ein Video und es ist nicht das Video. Es ist möglich, ich habe es einfach aus Spotify geschaut. Ich muss jetzt schauen, weil sonst muss ich es nachher Das Video ist geil, ist von jemandem, der mit mir in der technischen Kaufmann gemacht hat. Das ist ein geiler Sieg. Und ja, falls ihr ein Musikvideo braucht, fragt mich, vielleicht kann ich ihm Dario seine Nummer geben. Ist der Videoclip vielleicht noch nicht raus? Und hast einfach so... Nein, dann ist es ein anderer. Noch nicht. Ich sehe da keinen. Fucking hell. Hast gerade... Jetzt habe ich schon wieder zu viel geschnurrt. Hast gerade zu viel geschnurrt. Also, sie machen ein Musikvideo, ich weiß es. Also, das letzte Video haben sie vor 4 Monaten rausgebracht. Das ist ein Live-Clip. Nein, sie machen es richtig gut. Ja, dann hast du gerade Spoiler. Dann habe ich da. Aber sie haben es angekündigt, glaube ich, dass das Videoclip rauskommt. Wie habe ich das denn gesehen? Habe ich es einfach verwechselt? Es ist auch möglich. Ich mal schauen, ob sie etwas angekündigt haben. Oder ist sie in ihrem WhatsApp-Chat rein? Das kann auch sein. Oh, da bist du noch drin. Ja. Bin noch nicht raus. Ja, anyway, ob es jetzt Musikvideo draussen ist oder nicht, der Song ist geil. Nein, sie geschrieben, Recording done, Musikvideo done. Also sie haben es gemacht. Es hat dann einen Teaser vom Videoclip. Den habe ich gesehen. Und der kommt... eben, Single ist am 22. September rausgekommen und Video ist to be announced. Also ist noch... Aber sie haben dann einen Teaser, der fucking sick aussieht. Ja. Also der kommt in dem Fall gleich raus. Und du hast einfach da... Du hast keinen Spoiler gemacht, weil sie haben schon angekündigt. Sonst hätte der Ricky dran müssen. Genau. Also, da bin ich gespannt aufs Video. Ja. Sick, man. Ja, vielleicht kommt gleich nochmal ein Musikvideo von dem Dude raus. Ja, das wird bin ich gespannt. Ja. Vielleicht, wer weiß. Ich weiß. Gut, du weißt es. Dann nächstes Konzerte. Fangen wir an. Okay. Wir haben eine lange Liste vorbereitet für euch heute. Gott, ist das lang. Es kommt einiges und einiges passiert gerade das Wochenende. Also wenn du das Podcast gerade los ist, wenn rauskommt. Das ist alles am Samstag. Genau, also heute, wenn du es los ist, wenn du am ersten Tag los ist, wie es unsere Daten in Spotify for Podcasts sagt, meistens hören am ersten Tag. Morgen, Samstag, gibt es einige Konzerte. 1, 2, 3, 4, 5 Konzerte. Du musst dich entscheiden, je nachdem nach Region oder nach Geschmack. Es sind sicher noch nicht alle. Nein, es gibt sicher noch mehr, aber ich habe mal versucht, alle aufzulisten. Warte schnell. Bei der von Palazzo Chur haben wir ja mehr Bands. Nein, ich glaube, das sind nur die. Okay, in dem Fall. Alright. Ja, ich fange mal an. Und zwar, das ist ein sehr spezielles Konzert. Es ist nicht ein typisches Konzert, wo du siehst, wo es ist. Genau, wo es ist. Es ist so ein Underground-Private-Konzert / Party / weird, aber interessant. Und zwar kannst du sagen, nicht wo es ist, sondern in was für einem Ort das Konzert stattfindet. Weil das ist schon sehr interessant. In Bruck. Nicht Ort, sondern was für eine. Wie würdest du die Location bezeichnen, wo die Bühne ist? Es ist anscheinend, also, ja, es ist ein Konzert von Matchbox Whispers, darum hat der Ricky angefangen. Genau. Also, sagen wir es so, es ist nicht ein besetztes Haus, es ist ein Haus, das ein Kulturverein vermietet, Ich weiss es nicht genau, der Silas ist, unser Bandleader ist amigs so ein bisschen, was Informationsflow angeht. Ja. Amigs ein bisschen musst mehr ziehen, wie das er es schickt. Ja. Auf jeden Fall, es ist, glaube ich, nicht ein besetztes Haus, ich glaube, sie sind dort eingemietet. Es ist im stillgelegten Hallenbad von einer Villa.
Und es ist ein Privatkonzert. Das heisst, wenn ihr kommen, es ist ein Bruck. Oder? Es ist ein Bruck. Buchs oder Bruck? Buchs. Auf jeden Fall im Aargau raus. Im Aargau, ja. Falls ihr kommen wollt, müsst ihr Matchbox Whispers ein DM schreiben. Können Sie Auf uns auch ein Instagram. DM schreiben? Sie können uns schon ein DM schreiben, aber ich habe die Adresse nicht. Also tatsächlich nur der Silas? Ich kann sie nicht. Der Silas hat sie wahrscheinlich. Darum schreibt Matchbox Whispers also, wer spielt oder dort? der anderen Bands. Wer spielt dort? Es spielen einige Bands und es sind fucking coole Bands. Es ist Punk-Extravaganz. Wenn Punk scheiße findest, musst du gar nicht kommen. Matchbox Whispers, Track the Liars Down, White Dog Suicide, right? Vodio. Fucking die einzige Punkband von der Schweiz. Vodio. Ja, Vodio. Fluffy Machine. Yeah! Fluffy Machine einfach. Fluffy Machine. Genau. Die sind neu angesagt worden. Eben. Eigentlich hätte eine andere Band spielen. Ich kann dort schreien, let me get high. Der Song ist übrigens in unserer Playlist, deswegen kann ich es so gut. Der Bildskrieg Pop. Ja, fucking Siggy Band und es wird, weil sie ersetzen, glaube ich, andere Band, die nicht können. Ja, genau. Deswegen schreibt mal Matchbox Whispers, wenn ihr wollt wissen, wo genau ihr hingehen müsst. Das ist am Samstag, den 7. Oktober sind wir. Ja, also, Oktober. Es wird sowieso lustig, weil der werte Herr hinter dem Mikrofon kann ja nicht Bass spielen. Unter gewissen Umständen spielt der Andy von Vodio Bass bei uns. Also vielleicht. Er macht vielleicht Double Duty. Vielleicht. Ja. Unter Umständen. Ziemlich sicher. Ja, alright. Und heisst, du kannst mit uns Party machen dort. Hey, halt, ich stehe auch auf der Bühne. He? Ja. Man muss ja singen. Du musst umschreien und so. Aber dann, schreibt mal Matchbox Whispers, fragt für die Adresse, weil es, wie gesagt, es ist eine Privatparty, Privatkonzert. Heisst, ums legal zu behalten, können wir nicht sagen, wo genau es ist. Schreibt so früh wie möglich. Es ist irgendwo im Buchs, irgendwo in Aargau. Schreibt nicht erst so 10 Minuten vor Showbeginn, weil dann sind wir wahrscheinlich jetzt besoffen zum Genau. Aber ich glaube, es wird eine interessante Erfahrung. Ich finde, das siehst du nicht jeden Tag. Nein, ich habe das Gefühl, eine Show in einem stillgeleiteten Swimmingpool von einer Villa spielen wird geil. Hey, aber ich habe gesehen, wo war es? Im Glarus oder so, wo White Dog Suicide auch im Skatepark gespielt haben. Das hat sich gesehen, Mann. Wir haben ja nicht können, weil wir selber ein Konzert gespielt haben am Samstag. Und der Mario von White Dog Suicide so, ja, es wäre schon geil, wenn wir das mit euch machen könnten. Und wir also, ja, wir wollen unbedingt im Skatepark spielen. Skatepark wäre sick, Mann. Und Luke, seine Freundin, versteht nicht, wieso dass alle Punkbands im Skatepark Glarus spielen. Also Neffels. Und Neffels ist es, genau. Und es ist das Gleiche. Das ist gleich, alright. Und so, es ist egal, wo der Skatepark ist. Punkbands wollen einfach im Skatepark spielen. Ja, wer hat da noch gespielt? Es ist, Anger Management ist da auch gewesen? Ja, Anger Management ist, glaube ich, eingesprungen. Ich weiß es nicht. Ja, Wild Suicide, Anger Management und ich glaube, Life Crusher hätte die sollen spielen, aber die haben nicht gespielt. Ich weiß. Ja, komm, ist egal. Wo wir kennen. Coole Band, aber ich weiß nicht mehr den Namen. Ja, ich habe es vergessen. Voll, alright. Aber wir haben es nicht aufgelistet. Aber es ist passiert. Ich habe einfach die Videos und Fotos gesehen und ich so, fuck, ist das sick, Mann. Ja, wir müssen unbedingt eine Metal-Band in einem Skatepark spielen lassen. Alter, weißt du, wie geil, Mann. Machen wir die Metal-Server Skate Open. Fix, Alter. Junge, wir sollten den Skate-Contest organisieren, wo einfach Metal-Bands spielen, so wie früher. Oh, die Mischung aus richtig einfach eine Show mit Skaters und Bands gleichzeitig. Und dann alle Jungen, die skaten, so, boah, stell den Lärm ab, weil alle Jungen, die skaten, hören jetzt Hip-Hop. Aber es wäre fucking sick, so eine Mischung aus einer Skate-Show oder Open Dings, was auch immer mit Musik. Da kommen wir für, sonst wären wir nie fertig. Dann, genau. Sigis zweite Multiple Sklerose-Event. Es hat die schier abgefuckt, das Ganze. Es spielen Poltergeist, Mad Sox, Claw, Stonehail, Decade Effect, Radio Strange, Motorizer. Drum kann das Motorizer. Aha. Das ist der Vater von meiner Freundin. Oh, der Scheiß. Ja. Alright. Genau, und das ganze Event heißt Harte Töne gegen Multiple Sklerose. Ist im District 28 in Sibene. Schweiz. Yes. Eben, also coole Band, coole Bands. Der Motorizer ist geil. Das musst du mal geben. Das ist so richtig gutes Also ich muss sagen, der Line-Up ist sick, man. Ich meine, wir haben schon von ein paar von denen geredet, von Stonehill, Kate Effect, Mad Sox, kann ich auch Radio Strange live schon gesehen. Motorizer in dem Fall. Habe ich auch live gesehen, ist geil. Hast du live gesehen? Und Poltergeist gibt es seit Ewigkeit im Fall, seit den 90er, glaube ich. Oder 80er sogar. Ja. Ich habe letztens eben ein Dings gesehen, ein SRF-Doku von den 80er oder 90er war, wo Poltergeist eben spielt. Und
Und auch die Bands, wo nachher Drifter oder so, glaube ich, wo nachher die Echos vom Ahrtal geworden sind oder ein paar Members von denen. Genau. Wo eben das beste Live-Kostüm haben, mal auf die Bühne. Genau, aber sick, fucking geil. Und ist ein gutes Motiv auch. Von dem wir könnt ihr abchecken, wenn ihr in der Nähe von 7 in der Schweiz sind. Sigis Second Fuck Multiple Sclerose Event. Coole Bands. Können wir nur empfehlen. Dann Fun Fact, etwas politisch Inkorrektes aus meiner Lehrzeit. Mein Mitstift hat immer Mösensaft gesagt und es einfach immer mit MS abgekürzt. Darum habe ich jahrelang, wenn ich irgendwo, weil die Abkürzung von Multiple Sklerose ist ja MS. Ja. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo an einen wieder erzählt hat, irgendetwas von MS erzählt hat, ist mir mein Mitstift in den Sinn gekommen. Einfach dort gestanden ist und Mösensaft gesagt. Oh shit, Mann. So, okay, jetzt werden wir definitiv cancelled. Genau. Nein, aber dann haben wir noch am gleichen Tag, das ist alles am 7.10. Also alle die Konzerte, wie ich gesagt habe, ist am Samstag, 7. Oktober. Und jetzt nochmal am Samstag, 7. Oktober, jetzt nicht im Aargau und nicht in der Schweiz, sondern im Planet 5 in Zürich, gibt es den Heretic Fest 2. Das ist der eigene Fest von den Jungs und Mädels von Heathen Heretic, wo cooles, ich würde sagen, Melodeath machen, glaube ich. Death Metal, Melodeath, Atmospheric, Death, Black Metal. Sons of Coherence sind auch dabei. Bedrängnis sind auch dabei, glaube ich, auch so in den Schienen vom Sound wie Heathen Heretic. Und Vorax. Oder Black Metal. Bedrängnis kann ja Black Metal sein. Black Metal sein. Und Vorax. Und Vorax sind fucking sick, weil das ist der Sänger von. Ich habe den Namen vergessen. Von einer richtig geile Death Metal Band. Und ich habe dir gerade das Video mal geschickt von Vorax. Hast du? Ist geil gewesen. Sehr coole Musiker. Und ich habe jetzt den Namen von der anderen Band vom Sänger von Vorax vergessen. Fuck me. Die sind fucking sick. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich habe gerade einen Brainfart. So mir leid, aber fucking sicke Band. Und geht's abchecken. Planet 5 am Samstag, 7. Oktober in Zürich. Ja. Auch am Samstag, 7. Oktober. Aber im Palazzo Chur ist Reat. Niemand anders. Reat. Ich kann ja eigentlich einen Ersatzgig für Reversis organisieren, weil unser Gig abgesprungen ist. Dann habe ich sie gefragt und sie so, boah, das klingt einfach geil, wir spielen dann sogar irgendwo, aber wir dürfen niemanden haben. Ah, scheiße, ja. Darum, Reat. Gehen Sie schauen. Palazzo Chur? Ich wollte sie unbedingt mal live sehen. Richtig geil. Ja, Palazzo Chur, 7.10. Ja. Kommt gut. Morgen. Morgen, basically, ja. Ja, genau. Dann haben wir nochmal... Der Podcast nach dem Samstag los ist halt Pech gehabt. Pech. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Konzert vom Samstag, 7.10., das wir aufgelistet haben. Eben, der 5. Und zwar, das Coole ist, dass alle in andere Zonen sind. Oder, eins der Punk-Dings ist in Aargau. Schweiz. Der Fuck Multiple Sclerose ist in Schweiz. Der Heretic Fest ist in Planet 5 Zürich. Reed ist in Palazzo Chur. Graubünden. Und jetzt kommt Luzern. Und in Luzern, im Bruch Brothers, gibt es am Samstag, 7. Oktober, spielt My Last Hour mit Wrath of Alga und Chase the Pancake. Einfach Core for Everyone, Alter. Core for Days. Ja, Core for Days, Alter. Bruch Brothers ist sick. Haben wir auch mal gespielt vor ein paar Jahren. Ist Queer Occasion, coole Bands. Können wir nur empfehlen. Ich wollte unbedingt im Bruchboden mal spielen. Weil ich habe einfach so, ich habe nie gewusst, was es ist. Und dann habe ich so Fotos gesehen. Und das ist geil, Mann. Alter, das ist das Beste ever. Unbedingt. Versus muss im Bruchboden voll. Dann. Ja, dann. Ja, dann nicht mehr am 7.10., aber dann am... Auch in Luzern. 10.10. Was ist das? Das ist ein Montag. 10.10. ist der Dienstag. Dienstag? Im Saddle in Luzern. These nuts, bitch! These nuts, Alter. Aber, wenn ihr schon denkt, hörtet mal schnell, Metal SVP. These Nuts ist eine ausländische Band. Wieso sagen die den Namen von einer ausländischen Band da? Weil fucking No Kings, No Slaves the Support Act ist. Let's go. Gehen vorbei, es wird geil. Ja, Mann. Next. Schon wieder Sons of Coherence. Ja. Die kommen ein paar Mal vor. Also. Junge, da musst du einiges erklären. Also, 13.10. im Werk Baden. Ja, das ist gerade bei unserer Nachbarschaft. 13.10. ist wahrscheinlich... Ist das am Freitag? Glaub schon, oder? Kann blassen. Ja, weil am 14. ist ein Samstag, oder? Cool. Also, 13.10. das ist Freitag. Ja, gehen wir. Ja, fix. Spielt im Berg Baden Sons of Coherence. Wir haben den Namen schon ein paar Mal gehört heute. Homewards. Crackfist. Fucking sehr geiler Name. Sorry, Crackfist ist der beste Name, den ich je gehört habe. Crackfist ist ein geiler Name. Kennst du das Meme? Wo einer so, habe ich dir das geschickt, von wegen, you know,
don't ever get to me about not being motivated at all. Have you ever seen a crackhead? Because a crackhead, geht eigentlich nur darum, Crackheads können komplett am Arsch sein, aber wenn sie ihr Crack wollen, they get shit done. They will get their crack. Absolut. Sie haben ein Ziel und der wollen sie wieder. Genau, Crackheads haben kein Geld. Okay, gehen wir uns prostituieren. Wir brauchen Crack. Bei Crackfist stelle ich mir vor, einfach so wie der Punch von Mouth for War, von Vulgar Display of Power, von Pantera. Von einem Crackhead, Alter. Ich habe mehr so eine Arschbacke in Form von einer Faust. Eine Arschbacke in Form von einer Faust vor dem Gesicht. So Crackfist. Oder es ist einfach eine Sexualpraktik. Wo deine Faust in den Arsch hebst. Alright, ja, es könnte das aussehen. Dann ist es ein Crackfist. Sehr schön, dass er den richtigen Niveau angegangen hat. Aber ja, also spielt nochmal. Wegen einem Bandnamen. Voll. Sounds of Coherence, Homeward, Crackfist und Aura mit 2A. Und ich muss sagen, Leute, ich habe einige Logos gesehen von Bands, so Death Metal Bands, Black Metal Bands. Und das ist der unverständlichste Logo, das ich je gesehen habe im Fall. Falls ich es da finde, kann ich gerade dich zeigen, aber es ist wirklich noch nie so ein Logo gesehen. Ich habe versucht, zuerst abzulesen, was es für das Logo ist. Und mein Gott, ich konnte es nicht lesen. Ich musste googeln für das Event. Brudi, wir müssen morgen noch eine Insta-Story machen mit all diesen Shows drin. Ja, ich muss schon. Das ist nicht das Konzert. Da. Weil wir machen den Post ja immer am Montag. Und wenn wir den Post am Montag machen, bringt es ja nichts mehr. Erkennst du da etwas aus? Das ist auch abdeckt. Aber würdest du da etwas ablesen? Ja, wenn es nicht verdeckt wäre, vielleicht, ja. Vielleicht. Aber ja, Aura spielt auch. Eben. Logo sieht cool aus, aber ich kann es nicht ablesen. Das bringt mir nicht viel. Ja, aber gerne schon. Werk Baden am 13.10. ist ja Freitag. Also gehen Sie mal abchecken. Coole Bands. Und gerade am nächsten Tag gibt es auch noch ein Konzert, das ich gerade auch sage. Aus persönlichem Motiv. Weil im Kulturkeller Hönk spielen 2 sehr coole Bands. Einerseits Matchbox Whispers, schon wieder. Wo der Bruder spielt. Und einerseits die Band Defenestrate, wo die Michelle spielt. Freundin von unserem schönen Buben da. Und, das darfst du nicht sagen, jetzt hören uns keine Frauen mit zu, weil wir nicht mehr Single sind und sie darum das Gefühl haben, sie können uns nicht getten. Well, yes, wir sind beide taken, oder? Und, ja gut, aber das heisst, im Fußball hat es auch einen Goalie und trotzdem tüpfen es das Goal. Also, alright. Ich wollte jetzt ja nicht sagen, dass ich da offen bin für Neues, aber... Alright, in dem Fall. Jens da gehört, exklusive Metal Server. Falls ich am Samstag das Konzert nicht spiele, wissen Sie warum. Michel, du hast es gehört. Nein, aber ich habe gehört, Michel kann sehr gut singen, weil ich die Band noch nicht live gesehen. Also ich bin gespannt, zum ersten Mal die Band gesehen. Und ja, das wird auch das 3. Mal. Also ich werde Matchbox Whispers 3 Wochen nacheinander gesehen haben. Letzte Woche habe ich die mit Her Name Was Claire und mit warte, ich versuch's. Blackbacked Jekyll. Blackbacked Jekyll. Her Name Was Claire. Die Woche, also morgen, Samstag, habe ich noch ein Bier getrunken, irgendwo das ist, irgendwo im Aargau. Eben mit all der Punkbands wie Vodio und also falls ihr Vodio noch nie gesehen habt, wenn ihr wollt wissen, was Punk ist. Vodio sind sick. Die Boys, die Hälfte von denen ist, also 2 sind blind, quasi. I didn't see that coming. Sie sind alle jung und sie geben keinen Fick. Oh, die sind fucking crazy, man. Also ich bin sehr gespannt auf das Konzert. Und die Woche danach sehe ich dann Matchbox Whispers mit der Fenestrate. Ja, und nachher hast du Matchbox Whispers gesehen für den Rest von deinem Leben wahrscheinlich. Yes, nehmen. Easy, was ist das nächste? Genau, dann 10 Years, Chase the Pancake. Ah ja, genau. Mit Chase the Pancake, My Last Hour, Reat und Special Guests. Im Lucy in Chur. Leider Chase the Pancake ist auch eine Bündner Band, stimmt. Ja. Die gibt es auch schon hure lang. Die gibt es einiges. Ja, 10 Jahre. 10 Jahre. Genau. Und schade ist genau am gleichen Tag, wo ihr spielt. Ja, weil sonst könnten wir Reed schauen. Ich würde unbedingt Reat mal schauen. Und My Last Hour sind auch fucking sick und Chase the Pancake auch. Ich finde alle die Bands in unserer Playlist im Fall. Ist Chase the Pancake und Make Me Donut die gleiche Band? Nein. Glaube nicht. Nein. Die sollten das Konzert machen zusammen. Die sollten zusammen auf Bäcker-Tour gehen. Fix. Ja, voll. Wir können jetzt einfach so irgendwo in der Romandie in einem Club spielen, wo La Boulangerie heisst. Und nachher... Weißt du, das wird sick, man. Aber ja, gibt es einfach seit 10 Jahren. Holy fuck. Das ist in Lucy
Lucy Chur am 14. Oktober. Aber gleichen Tag, wenn ihr Match für Whispers und Defense Straight dann in Kulturkreis Höng spielt. Aber es ist auch nicht mega neu geografisch, von dem wir Twitch their own. Aber ja. Tut es noch? Ja, das ist schon recorded, oder? Okay. Schau. Ja, es hat sich gerade bewegt. Moderne Technik, Boy. Bruder, das bewegt sich da. Siehst du, aufnehmen. Nein, dann Wrath of Alga haben wir auch jetzt heute mal gehört. Sind sehr aktiv. Und wer haben wir heute auch noch sehr viel gehört? Sons of Coherence. Genau. Also, ihr habt gesehen, die Jungs, wie ihr merkt, sind alle sehr aktiv. Vieles am Machen, vieles am Releasen, vieles am Organisieren. Finde ich sehr cool. Weiter so, Boys. Und ja, Wrath of Alga, Sharon Mike und Sons of Coherence spielen dann am 20. Oktober in der. Ich habe nur gerade gesagt, die können wir ja. Die sind so spät, die können wir eigentlich quasi wie im nächsten Folge sagen. Können wir auch. Aber das können wir schnell sagen. Ja. Aber ja, Wrath of Alga, Sons of Coherence spielt am 20. Oktober in der Valhalla Bar Basel, wo ich gehört habe, dass man Metal Karaoke machen kann. Wir auch mal dorthin gehen. Also wir machen Metal Karaoke. Fix, Mann. Also das würde ich mega gerne machen. Aber ja, das spielt dann am 20. Oktober. Bullet for my Valentine. Welchen? Wer was? Welchen Song von Bullet for my Valentine machen wir? Ich kenne nur Tears on Fall. Der Rest kenne ich nicht wirklich. Okay, ich kann nicht wirklich viel gehört. Was machen wir für einen? Von Bands? Ja, Metal Karaoke. Metal Karaoke. Ich müsste einen Amon Amarth Song machen. Boah! Ja, einen Amon Amarth musste da hören. In Flames müsste auch dabei sein. Vielleicht ein Soilwork Song. Mal Eminem. Eminem können wir auch machen. Und ja, ein Korn-Song, der richtig krass abgeht mit den Vocals. Das finde ich schon sick. Also fucking Metal Karaoke tönt sick. Wir sind wieder am Durchdrehen. Okay, gut, in dem Fall, was haben wir gesehen? Valhalla Bar Basel, Wrath of Alga und Sons of Coherence, 20.10. Yes. 27.10. 23 im Palazzo Chur. Requiem und Uncaved. Yes. Auch gute Musik. Also gute Bands. Findet ihr übrigens auch über die Playlist Metal Serverla aus der Region in Spotify. Ich kann mir jetzt sicher also mit alle, die den Podcast hören, ich kann mir langsam das Kotzen über, wenn so eine Werbung machen sind für uns zwei. Ja. Wenn du deine Band noch nicht gefunden hast, schreib es. Dann tun wir deine Band auch in die Playlist rein tun. Aber ich tue den Song auswählen. Das können wir nicht machen. Das mache ich. Hey Ricky, kannst du den Song rein tun? Nope. Nein. Es muss mir gefallen. So. Dann. Ja, schau mal. Da gibt es Eversys, A Small District und Fear Lab spielen am 4. November in Winterthur, im Gewölbe. Da schnurren wir mal drüber. Da haben wir schon mal gesagt und wir würden jetzt wieder mal erwähnen. Und, gibt nämlich vielleicht eine Premiere. Ja. Also nein, stimmt gar nicht, es gibt keine Premiere. Aha. Hat schon mal ein Konzert gegeben, wo ich eine Gitarre gespielt habe. Da haben wir keine Premiere. Vielleicht ist es nachher ein Drum-and-Bass-Konzert, who knows? Oder vielleicht findet jemand, der Gitarre spielt. Das ist eine Question. Ja, das schaffen wir schon. Ja, voll. Also, das wird lustig und ich werde auch da sein. Fangen eine sicke Show. Small District. Ah, das Small District, wie geil! Ja, man, das ist fucking sick. Kann nicht mehr. Voll mega. Ja, sonst, ich tue die 2 weiteren Shows noch ganz schnell sagen, weil die kommen ein bisschen später, aber ich habe gedacht, hier werden die trotzdem. Ja, 11.11. gibt es 2 Konzerte. Eine ist im Winterthur, im Grüntal 1, spielt Xonor und wer sonst, außer Sons of Coherence und Hedwig. Am 11.11. Das ist im Grüntal Winterthur. Und gleichzeitig, wenn du dann bei der Grenze mit Deutschland bist, in der Raumstation Sternen in Augen, Deutschland, gibt es den Moshfest, den Super Mosh Bros. Und da spielt richtig geile Flyer, muss ich echt sagen. Da spielt I Cut Out Your Name, Reforge, Unified Move und Wrong Way to Die. Ich glaube, die sind auch so von Italien. Es ist 11.11. Es gibt noch einen Monat bis dahin, aber ich habe gedacht, wir tun es schon mal erwähnen. Dann haben wir die Infos schon aufgeschrieben. Und jetzt kommen wir mal zu etwas ganz Neuem. Fuck me, ja, genau. Stimmt gar nicht, wir kommen gar nicht zu etwas ganz Neuem. Noch nicht ganz, aber ich kann auch noch sagen, der kommt auch viel später. Ja, also der können wir aber ich kann nur sagen, weil Blown fucking sick as fuck ist. Okay, ja, das stimmt. Weil ich kann dir zeigen, und es stehen wieder verlorene Brüder von Butch. Und eben Voice of Ruin und Blown spielen am 15. Dezember in Nyon. In Usine Agats. Ja, ist jetzt einfach blöd, dass es in Nyon ist, so schwer gegangen. Ich bin mir so im Fall überlegen, weil Blown klingt so sick, ich wollte die mal live tun. Voice of Ruin sind alles shit. Weißt du, wo Nyon ist? Nein, wo ist es? Es ist 3 Stunden von da. Oder noch mehr. 3 Stunden, vielleicht mache ich ein Weekend aus dem. Okay, mal anyway. Ja, das ist gut. Ich spiele dann an dem... doch nicht. Alright, fuck it. Ja, dann. Wir kommen zu etwas Neues. Ich glaube, du musst noch die Editing-Fee auspacken, weil das weiss niemand, dass du dort spielst.
Doch, Ruination Fest sind wir Ruination aber Fest. Aber das ist am 18. oder so. Ja, jetzt geil, Matti. Und schon gut. jetzt, immer ruhig mit den Jungen. Jetzt hole ich das schnell in wichtigen Dings, die man muss abspielen. Und zwar, wir gehen zum nächsten Segment. Und was könnte das für ein Segment sein? Was können Sie? Was können Sie? Metal-Pornos. Yes, Metal-Pornos, haben Sie gelost. Wir gehen jetzt einfach wichsen. Genau, wir gehen alle wichsen. Nein, jetzt gibt es Musiker-Tinder. Wieder mal, sehr schön. Haben wir es lange nicht mehr gehabt. Nein, es wieder nicht mehr gehabt, ja. Voll. Lange nicht mehr gehabt. Und dann haben wir, als erstes kannst du mal sagen? Ja, nämlich Honor. Xonor. Ja. Xonor sucht einen Drummer. Mhm. Immer noch. Wenn du auf Fresh Metal stehst, den Staat hassest und gerne auf TikTok berühmt wärst, melde dich bei der Band Xonor. Honor, Xonor. Niemand, der die Podcast-Folge mit ihnen nicht gesehen hat, schnallt den. Egal, melde dich bei Xonor, die braucht einen Schlagzeuger. Go! Ja, Xonor kommt aus der Ostschweiz. Ja, wenn du die Jungs von Xonor besser kennenlernen willst, kann mal Folge 11 vom Podcast hören. Die Jungs sind fucking sick, sind coole Dudes und die wachsen. Wie Sau im Fall. Letztes Mal, als ich gesehen habe, haben sie 11.000 Monthly Listeners auf Spotify. Also, crazy. Wow. Sie explodieren, wie Sau. Sie machen einfach gute Musik und tun es sehr gut promoten. Die sind Marketing Geniuses, würde ich sagen. Sie verstehen einfach TikTok. Sie sind fucking sick und machen sehr vieles. Also, Content Kings, man. Ja, gehen Sie abchecken. Wenn du Drums spielst, kann ich spielen. Es lohnt sich, Brudi oder Brudine. Du hast es gehört. In den Lieblingspodcast, Metal Server. Fucking hell, Alter. Wir werden professionell rein. Wir werden absolut nicht professionell. Ja. Kast vor allem. Also, jetzt haben wir die Schnurren mit euch im Drecks-Podcast. Wir wissen, welchen Podcast das ist. Und dann gibt es einen sehr speziellen Musiker-Tinder. Weil ich habe gesehen, es gibt einen Split von Auf Ilias Eye. Einerseits, Auf Ilias Eye bleiben, glaube ich, die Gitarristin und zwei Gitarristen bleiben, glaube ich. Nein, warte schon. Nein, wieso wird es kein zweiter Nein, Gitarre und Bass bleiben bei Auf Wiedersehen. Und sie suchen, bis jetzt haben sie eben Melodeath mit Touches von Korn und so gemacht. Sehr coole Sounds, sehr gute Musik. Gehen mal Auf Wiedersehen hören. Sie haben gutes Material in Spotify und sie organisieren auch den ICU Festival. Und sie suchen jetzt, notieren, sie suchen einen Sänger oder Sängerin, Drummer oder Drummerin und zweite Gitarre. Also. Oder Gitarrin, genau. Also, wenn einer von denen spielst, melde dich bei Auf Wiedersehen. Eben, hochwertige Musik. Geht's mal abchecken. Und eben der Michel, der bisherige Sänger von Auf Wiedersehen, sucht eine neue Band. Im Post vom Split von Auf Wiedersehen haben sie gesagt, er wollte in eine neue Richtung gehen, aber sie haben nicht gesagt, was für Richtung ist. Also, wenn du hässliche Musik machst, schreibst du Michel. Oder wenn du Reggae machst, vielleicht findet er das auch geil. Vielleicht auch, ja. Vielleicht ist deswegen der Split. Voll. Aber das war mal eine spezielle Musik-Tinder. Aber eben, da gibt es etwas für jeden. Für Drummers, für Gitarristen, für Sänger. Für Sänger. Außer Bassisten, aber das sind eher alles Laptops von dem her. Ja, genau. Bass wird nur von Laptops gespielt. Und ja. Oder nein, und bevor wir es vergessen, wir haben, das wollte ich noch betonen, wir haben ein paar wichtige Events, wo wir auch in Partnerschaft sind, als Medienpartner. Und diese Events wollen wir auch kurz jetzt erwähnen. Wir werden auch jetzt, wir machen nachher ein bisschen Promo-Videos, die ihr nachher in TikTok und so sehen. Aber das kommt später. Jawohl. Das kommt später. Und also wir sollten für die Party eigentlich... Hast du das Outfit für die Party? Ja, ich kann als Master Roshi. Also wir müssen nachher kurz sagen, wir machen eine Party am Schluss, dann können wir noch längst darüber diskutieren. Ich bin gespannt. Wir kommen nachher dazu, genau. Ja. Genau, ich fange es mal an. Einfach mal als Reminder, von was jetzt wieder kommt in diesem Monat. Erste Events, wo wir Medienpartner sind. Und wir sind sehr gespannt, um dabei zu sein. Und wir gehen am 20. Oktober ist die Comaniac-Plattentafel. Die Jungs bringen jetzt ein neues Album raus. Ich glaube, es ist das 4. Album von denen. Das ist fucking sick. Schade, aber ich habe gesagt, ja auch 11.000 monatliche Hörer oder so. Übrigens, wenn du ein bisschen mehr von denen lernen willst, geh die letzte Folge von «Wer blasset was» hören. Da sind die Comaniac-Jungs dabei und haben einiges erzählt. Sehr interessant. Können Sie mal abchecken. Und geben den Gruß an unsere Boys von «Wer blasset was». Genau. An dem Abend, 20. Oktober, im Kief Aarau spielt Comaniac, No Mute, Uncaved und, ich liebe den Namen, Teutonic Slaughter.
Also dann, das ist Freitag, glaube ich. Ja, genau, ist Freitag. Freitag, yes. Genau, kommen wir Platte auf. Sorry, sie haben 24'000 monatliche Hörer. Nicht 11. Was? Ja. Wer? Comaniac. 24'000? Ja. Holy shit. Das ist gar nicht mal so wenig. Das ist krass, ja. Wir haben ein paar coole neue Singles gebracht und scheinbar läuft es gut. Ja, wir sind dort, können mal ein Bier gut trinken, chillen wir zusammen und hören mal die coole Band mit den neuen Songs. Ich bin sehr gespannt. Dann, am nächsten Tag, der 21. Oktober. Also habe ich mir das jetzt aufgeschrieben? Kann ich dort jetzt gehen? Beim Comedic? Nein, das andere. Comaniac kann ich. Ja, genau. Ich wollte auch versuchen, das ist der Acts of Aggression, die erste Edition vom Acts of Aggression. Ja. Gehen wir? Ja, Also, da gehen wir. Gehen wir zusammen. Machen wir eine gemeinsame Fahrt. Ja, da gehen wir zusammen. Fix. Das ist die Mühle Deiswil. Das ist nicht das, was sie gesagt haben, wir sollen rauskommen, dass wir mit ihnen Trämli fahren, oder? Nein. In Basel können wir nicht, weil dann spielst du mit stimmt, Dings. Mit Small District und Fear Lab. Oh nein, das ist jetzt Acts of Aggression, erste Edition, am 21. Oktober in der Mühle Deiswil, ist Region Bern. Und dort spielt Lorna Shore, wenn du die hast, nein, Witz, spielt Shallow Descent, fucking sick, ehemalig Frank Needs Help. Aber ich finde, der jetzige Name und der jetzige Logo passt viel besser zur Musik, weil Frank Needs Help tönt nach einer Punkband. Dann Save Last Breath. Also zweimal Lorna Shore von der Schweiz. Ja. Ein Illusionist, 3-mal Lorna Shore von der Schweiz. Und AMPM macht auch sehr hässliche Musik. Also ich glaube, es ist 4-mal. Wenn du Lorna Shore gerne hast, dann kommst du mal mit, weil es ist fucking sick. Und es ist ein fucking Sonderpaket von Deathcore, Mann. An dem Tag. Also es wird fucking geil. Hey, halt, Save Last Breath macht Black and Metalcore. Ah ja, Scusi. Also haben es früher mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich machen sie jetzt Black and Deathcore. Ja. Anyway, aber das wird geil. Oder Death and Blackcore. Death and Blackcore? Könnte es auch sein, oder? Das könnte aber ein Death and Blackcore ist ziemlich nah am Hate Crime. Ja, fast. Alright, also, Acts of Aggression. 1 von 3. 21.10. Mühle Deiswil. Shallow Descent. Save Lost Breath. I Delusionist. AMPM. I Delusionist, by the way. Eine von diesen 2 Bands, wo ein Dude davon bei Extreme Metal Music Switzerland ist. Extreme Music Switzerland ist ohne Metal. Ja. Wo der gute Podcast machen, der Ricky und ich ständig davon erzählen. Ja. Dem her, sicher geil, dort reinzuhören. Yes, das wird sick. Dann, was passiert Ende Oktober? Was passiert da? Es ist Halloween, Brudi und Brudine. Es ist Halloween. Und was gibt es zum Halloween? Metal. Und deswegen... Was gibt es zum Halloween? Emo-Musik. Emo-Musik. Geil. Let's go. Und es ist so, an Halloween gibt es nicht unbedingt Konzert, aber eine richtig fette, geile Party. Und zwar wo? Im Dynamo Zürich. Let's go. Das ist am 27. Oktober. Dort gibt es mal ein cooles Event rund um Rock- und Metal-Musik im Halloween-Style. Und dort wird es auch ein bekannter Gesicht angeben. Der DJ Ivo Dice at the Fair ist dort. Dice at the Fair? Ja. Dice at the... Was ist Dice at the Fair? Woher kennen wir den? Hä? Dice, das klingt ähnlich wie People Die at the Fair. Geil. Und ich habe gemeint, der Sänger heisst auch Ivo. Ist das echt der gleich? Ist ja crazy. Ja, ist dem Fall. Nein! Ja, wenn der nicht singt in seiner Freizeit, dann tut er auflegen. Heißt auflegen? Ja, auflegen. Auflegen, deswegen. Ja, der DJ Ivo Dice at the Fair steht und bringt sicher ein paar Breakdowns rein in der Playlist. Er hat mir am Konzert erzählt, was er so wird laufen lassen. Er hat es schon bedient. Kommt geil, gut. Es wird geil. Es wird Musik laufen, wo du ganz sicher kannst mitsingen. Es wird fucking spannend sein. Wenn du zwischen 2010 und 2020 Metalcore und Emo-Punk Pop gelost hast, dann bist du dort ganz gut aufgehoben, ganz sicher. Let's go. Alright. Aber von wem ist die Event überhaupt? Das Event wird, genau, das ist von Creepy Cute Cult. Ist ein sehr cooler, ich würde sagen, Startup, Enterprise von sehr coolen Mädels, die coole Klamotten machen. Sieht fucking sick aus. Aber ich glaube, für mich gibt es noch nichts, was so passen wird. Du kommst auch immer Werbung über für die Band, dass du für irgendeine Kleidermarke Sachen promoten. Nachher ist es so eine Marke, die exklusiv Dessous produziert. Und ich denke mir so, ja, es wäre geil, das Team so zu sehen auf der Stage. Ja, das könnten wir schon anziehen. Aber nein, es sind sehr coole so Gothic-Style Sachen. Und ich habe auch gehört, eventuell
gibt es auch dort Sachen in der Halloween-Party zum Anschauen. Vielleicht ausprobieren. Vielleicht helfen, who knows. Der Ricky und mich zum Beispiel. Ja, nein, aber meine Freundin hat mega Freude dann. Und nein, dann, was hast du dort alles zur Verfügung? Außer geile Musik, geile Stimmung und coole Performances. Es sind dann der DJ Evo Does It Fair, DJ Burnout, DJ Hellchild, DJ Goose Rider. Das sind schon mal sehr coole Namen. Aber dann hast du auch eine Dance-Performance von Jana the Gypsy Pixie. Mega bekannte Tänzerin und sie macht geile Scheiße und ich bin sehr gespannt. Ihr hohen Sexgrüssel kennen sie alle aus dem Rockstar-Zelt am Greenfield. Wir müssen jetzt gar nicht so tun. Sie tanzt am Rock, wie heißt es nochmal? Rockstar-Zelt am Greenfield. Rockstar-Zelt am Greenfield seit 6 Jahren im Fall. Ja, ich müssen jetzt gar nicht so tun. Hey, wir jetzt gar nicht so tun, als ob wir das kennt sie wahrscheinlich. Sie ist auch ein paar Mal im The Glitter. Jetzt bin ich. Keine Ahnung, du hast mir. Ich habe noch nie reingelassen, leider. Ich muss unbedingt mal in den Podcast einladen. Ich muss noch mal schauen, wie das heisst. Ich wollte nicht den Namen falsch sagen, weil ich habe ein paar Mal reingelassen. Eben, auf jeden Fall. Glitter and Boots ist es, glaube ich. Glitter. Auf jeden Fall, ganz sicher. Nein, Glitter and Cash, Entschuldigung, es tut mir mega leid. Genau. Der Podcast, Glitter and Cash, ist sie ein paar Mal dort gewesen. Wenn man los ist sehr interessant, sehr interessante Themen. Und sie ist ein Badass Tanzen, von dem her, let's go. Ich bin sehr gespannt auf das. Und was auch sehr cool ist, und ich muss sagen, es sieht fucking sick aus, es hat richtig badass Art, fuck me. Art. Richtig, es ist die Art zu reden. Ricky wurde plötzlich deutsch. So badass Kunst oder Artwork von der Kimea Cesari. Ich habe nachher Instagram abgecheckt und fuck me, die Designs sind einfach crazy. Ich finde es mega cool. Und falls wir irgendwann neue Merch brauchen, ich glaube, ich schreibe vielleicht. Es sieht fucking sick aus, Mann. Voll, also es wird, du wirst unterschiedliche Art und Weise von Kunst haben, von Musik zu Dance, zu Kunst, Art, alles Mögliche. Und es ist Halloween, also wir gehen ankleidet, du kannst auch ankleidet ankommen. Und, also du sollst ankleidet kommen, wenn du nackt kommst, kommst du glaube ich nicht rein. Nein, ich glaube nicht. Es ist nicht der Art von Club. Es ist zwar eine Kostümparty, aber du sollst aber nicht im Kostüm. Du sollst nicht im Adams-Kostüm kommen. Genau. Aha. Das Adams-Kostüm, weil weißt, Adam und Eva sind ja... Ja, okay. Eigentlich sollte man auch Eva-Kostüm sagen. Ich kann auch die Adams Family gedacht. Ja. Also, ja, das wäre okay. Adams Family wäre okay. Voll. Aber es ist voll sexistisch, dass man nur Adams-Kostüm sagt. Es ist mir schon wundern, wie viele Wednesdays kommen in den Fall. Ich glaube, es werden ein paar nicht. Ja, jedes Emo-Chick läuft mit Wednesday. Eben. Aber die laufen darum. Meinst du, so Emo-Chicks, die sonst so rumlaufen, legen sich an der Halloween-Party einfach an wie so normale Leute? Das wäre interessant. Und dann hast du das Gefühl, so, du laufst immer wie eine normale. Und nachher sie so, das ist creepy für mich. Und du so, okay. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen. Voll. Das ist sicher. Das wäre ja lang, wenn so weißt du, es gibt ja immer noch die Goth-Emo-Chicks. Ja, und Dudes. Immer. Ja. Dass die dann einfach an einer Halloween-Party nicht Goth-Emo rumlaufen, sondern wie so Büroangestellte. Das wäre fucking lustig. Das wäre hilarious. Nein, aber es wird fucking sick. Können wir mal auch ankleidet. Gehen wir mal ein Bier trinken mit uns. Es wird fucking sick. Ich bin sehr gespannt, weil es ist nicht etwas, was ich jeden Tag machen will. Und einmal im Jahr Halloween können wir ja machen, oder? Das ist geil. Und das ist in der coolste Venue in Zürich. Come on, let's go. So. Genau. Es ist gar nicht in der Hall. Nö. Gut, ist in Dübendorf, nicht in Zürich. Fair. Dann die weiteren Events kommen später. Aber ich tue noch ganz schnell sagen, Acts of Aggression haben wir gesagt, es gibt 1 von 3 und der ist am 21.10. Aber dann gibt es noch 2 mehr. Und zwar hast du Acts of Aggression die 2. Edition mit den gleichen Bands, außer für den Opener. Ist nochmal AMPM, jetzt ist Impact of Thea. Yes. Und fucking hell, der Line-Up ist sick, weil Charlotte Sand, Save Last Breath, Ida Illusionist und Impact of Thea in Kascheme Basel am 4. November. Leider bin ich dann auch am Konzert von Bella, da mit in Vinti. Ja, aber ich bin leider auch am Konzert von Versus. Aber sonst wäre ich dort auch dabei gewesen, weil fucking hell, sick Line-Up. Und später im Januar, also nicht 2023, am 20. Januar 2024, spielt auch wieder mal Acts of Aggression Nummer 3. Gleiche Band, außer der Opener ist dann statt Impact of Thea ist Drill. Richtig hässiges Beatdown von St. Gallen. Und wo ist der Konzert? In St. Gallen, im Rümpelturm. Also, wenn der Janus Christus im Publikum sehen, ist er wahrscheinlich auch dort. Also ja, das wird sick. Das hast du gesehen, ja? Ist gewesen, wir ja. sind durch. Ja, wir sind durch. Das Pulver verschossen, es ist scheiß gelabert.
alles. Unsere cancelbaren Aktionen rauslassen. Viel Brainfarts gehabt heute, viele Sachen vergessen, Namen von Bands und ich habe gewisse Wörter in Deutsch nicht aussprechen, aber ist okay. Wir haben einiges gelernt, es kommen recht viele Konzerte, es hat ein paar coole Releases gegeben, ein paar Bands suchen Musiker und dafür sind wir da. Das ist Kern von unserem Podcast, über Schweizer Szene schnurren, über Schweizer Szene ablästern und über eure Musik reden. Und deswegen geht mal unsere Playlist checken. Metal Server aus der Region in Spotify. Hat aktuell 33 Likes. Ich wollte ein paar Likes mehr sehen. Wir brauchen 666 bis zum Ende des Jahres. Aber was mir mega gefällt von dieser Playlist, ist, wenn ich plötzlich an den Künstler schaue im Profil und dann siehst, wo du hörst von dieser Band. Es kommt immer die fucking Wurst von Metal Server. Das ist fucking lustig. Und deswegen, zweitens, drittens, viertens, merci, dass ihr den Podcast hört. Wir haben jetzt die 5000 Streams geknackt. Ich bin mega, mega stolz auf uns, auf euch, haben wir gut gemacht. auf alle. Und wenn du Bock hast, einen Podcast anzufangen, fang es einfach an. Genau, und falls du dich fragst, was du dir mit 5000 Streams kannst kaufen, nix. Stickers. Also, merci fürs Hören, Leute. Viel Spaß in den Events, die kommen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ich muss zuerst die Outro-Musik finden. Ja, das ist gut. Dann tue ich doch einfach noch schnell kurz das überbrücken in dieser Zeit. Ja, also eben, der Ricky hat vorhin gerade gesagt, er kann gewisse Wörter nicht auf Deutsch sprechen. Das ist völlig okay, weil ich kann dafür kein Spanisch. Das kann er. Er kann Spanisch, er kann Deutsch, er kann Englisch. Er ist wesentlich besser wie ich. Von dem her sind wir der Ricky. Sind lieb und gehen heim. Tschüss! Ciao zusammen!